Wild, 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 wild. So, heute keiner da oder was? Ganz alleine? Sehr wild. Gut, Schatz, ist heute dann dein Stream. Servus. Kannst mir Fragen stellen. Oh ne, der Euchit ist da. Ich habe keine Fragen. Sind zwei. Privatstream heute. So, ich muss mal eben noch hier schnell. Ich habe ja gar nicht die Allianz Arena hier hinten drin. Ist ja wild. Schon frech, ne? So geht's ja nicht. Müsste ja wieder lilanes Licht sein. Wir spielen ja Mittwoch. In München ist aber bestimmt noch ein bisschen kälter wie hier, oder? Boah, der Sonnenschein ist aber wieder frech. So. Nordkorea, moin, Kampfdampfer, servus. Oh, jetzt ist das Licht an. Das ist auch wieder wild. Gerade war noch der Sonnenschein und Puffer wahrscheinlich. Puffer. Puffer von der Webcam. So, Montag. Montagabend. Blondie, servus. Guten Abend. Heute ist nicht viel los, wa? Gibt nichts zu meckern, ne? Gibt ja nicht viel zu meckern. Alle Schockstarre wegen Mittwoch wahrscheinlich. Alle Bammel. Ich bin sehr gespannt. Mein Stuttgart zweite Halbzeit war ja okay. So kämpferisch und sowas. Spielerisch wird das natürlich nicht reichen für Leverkusen. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen von Leverkusen in Frankfurt. Ich nehme mal das Spiel gegen uns als Maßstab. Da wirst du Leverkusen, glaube ich, mit den spielerischen Mitteln, die wir gegen Stuttgart hatten, wirst du Leverkusen keine Probleme bereiten. Wenn ich mal das Spiel, oder die beiden Spiele in München nehme, da war Leverkusen ja schon sehr abgewichst hinten. Ja? Also die musste schon ordentlich unter Druck setzen und alles. Aber ja, zweite Halbzeit in Stuttgart war schon okay dann so. Also ich muss sagen, das Spiel von Leverkusen gegen Frankfurt, ja, das war für Leverkusen wieder ein Selbstläufer. Die haben mit Frankfurt gemacht, was sie wollten. Ja, und wir am Ende des Tages auch. Ja, also das muss man ja auch sagen. Rummenige Aussage nicht gut, oder? Ja, da muss er mal präziser werden, Kampfdampfer. Ich habe die letzten Tage ein paar Aussagen von Kalle gelesen. Er hat wieder Mitteilungsbedürfnis. Bayern mit Kimmich verlängern und Wirtz wird zu Bayern. Ja, ich gehe fest davon aus, dass mit Kimmich verlängert wird. Ich nicht. Doch. Ganz sicher. Wie gesagt, ich hab die Zahlen, die ich da schon wieder gelesen habe, wenn die ansatzweise stimmen, diese Zahlen wird kein anderer Verein in Josua zahlen. Es wird kein Verein in Kimmich 20 Millionen oder mehr zahlen. Wir machen das halt. Ja. Und angeblich, wie gesagt, man weiß ja nie, ob das stimmt, aber angeblich ging es wohl darum, warum der Aufsichtsrat gesagt hat, zieht das Angebot zurück, weil Kimmich wohl auch ein Handgeld haben will. Was ja verständlich ist, wenn der Vertrag ausläuft. Das ist ja üblich. Hat Fonsi ja auch gekriegt. Hat selbst den Musiala gekriegt, der noch ein Jahr Laufzeit hat. Und ja, das möchte der Aufsichtsrat halt nicht. Ja, hätte man den Vertrag vielleicht eher verlängern sollen, wa? Und nicht warten sollen, bis er ausläuft. Ja. Ganz großes Kino. Ja, wie gesagt, ich hab ja dazu ein Video gemacht auf YouTube, das ist auch meine Meinung. Also ich habe kein Problem damit, wenn Kimmich bleibt, aber dann muss er halt in den kommenden Jahren in Konkurrenz gestellt werden. Das heißt, wenn er schlecht spielt, muss er halt auch ausgewechselt werden. Und du musst ihn halt auch mal draußen lassen. Ja? Und nicht diesen Dauerburner geben, weil auch ein Kimmich wirkt oft überspielt dann. Und du hast jetzt einen Tom Bischof verpflichtet. Du hast einen Pavlo, du hast einen Conny da noch rumirren.
Ja, du musst auf jeden Fall gucken, dass du ein Palinja dann los wirst, dass du einen Leon los wirst, weil du hast einfach viel zu viele Spieler, viel zu hohe Gehaltskosten für diese Position. Kimmich spielt sportlich gut, das ist alles fein für mich diese Saison. Man muss ihn wieder ein bisschen einnorden. Anfang der Saison war es super gut mit Pavlovic in Kombination, ne? Aber da hat Kimmich auch, ja, das Spiel aus einer tieferen Position aufgebaut, ne? Und die Position weiter vorne war Pavlo und das war gut, sehr gut sogar, war richtig stark Anfang der Saison. Und jetzt ist es halt wieder so, dass Kimmich zu sehr alles macht, finde ich persönlich. So, aber wenn der Kompanie das wieder in den Griff kriegt und wie gesagt, man ihn dann auch in Konkurrenz stellt, ja, weil die nächsten Jahre, er wird ja nicht jünger werden, wa? Bringt das Alter mit sich, dann habe ich da keine Kopfschmerzen, wenn man mit dem Josh verlängert, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich auch keine Kopfschmerzen, wenn man sich trennt halt. Ist halt einfach die Chance für was Neues bei uns. Ob das dann besser ist oder nicht, keine Ahnung, das würde dann nur die Zeit zeigen, wa? So, aber keine Ahnung. Ich meine, wir versuchen seit 3 Jahren Umbruch zu gestalten und kriegen es nicht hin, mal. Ja. Aber ich gehe fest davon aus, dass er verlängert wird. 100 Pro. Weil ein Kimmich will das nicht poppen jetzt, ob er da, was weiß ich, 1 Mille mehr oder weniger kriegt. Die wird das vielleicht poppen im Gegensatz zu diesen anderen, die verlängert wurden jetzt, dass er da einen gewissen Stellenwert hat, ja. Vielleicht das, aber weiß ich auch nicht, kann er nicht einschätzen. Aber wie gesagt, ich sehe keinen anderen Club auf dieser Welt gerade, der sagt, oh ja geil, den hole ich mir, den gebe ich 20 Millionen und den gebe ich nochmal 30, 40, 50 Handgeld. Welcher Verein soll das machen? Sehe ich nicht. Ja. Und da muss er bei dem neuen Verein ja auch noch die Garantie haben, dass er der Obermufti im Mittelfeld ist. Und nicht, dass sie auf einmal auf die Idee kommen, komm, ich spiele mal Rechtsverteidiger. Aber so, und warum sollte er weg aus München, wenn der Trainer setzt 110% auf ihn? So, der Sportdirektor, der hätte ja schon längst verlängert, wenn man den glauben darf, was da, oder Sportvorstand, was da geschrieben wurde. Ja, von daher ist das gerade wieder so ein bisschen Ringelpitz mit anfassen. Muss man sich halt nicht wundern, war, man hätte auch mit Fonzie Davis für 10 verlängern können, mit Musiala für 15 und dann hätte man Kimmich auch sagen, komm, kriegst auch 15 Mille. So, dass ein Kimmich jetzt auch 20, 22 haben will, ja, da ist man selber schuld. Und das würde ich ihm auch gar nicht vorwerfen. Ganz im Gegenteil. Aber wenn du die Leistung von Musiala gerade siehst für das Geld, was er bekommt, ja, steht das auch in keinem Verhältnis, ne? Ich hätte ein Thema und mich würde deine Meinung interessieren und ich weiß, dass ich wahrscheinlich alleine mit meiner Meinung in der Bayern-Bubble bin. Ja, dann hau mal raus, Blondie. Mich doch immer für zu haben für sowas. Thales, servus. Geht bestimmt um Leroy. Kimmich wird gehen, damit andere bleiben können. Nee, das glaube ich nicht. Wie gesagt, für Kimmich bekommst du ja kein Geld mehr. Der Verein will ja Geld generieren. Oder vielleicht muss er sogar Geld generieren. Ich habe gerade noch gelesen, hier kurz vorm Stream, ja, der FC Bayern ist bereit, Kingsley Coman im kommenden Sommer für 35 bis 45 Millionen abzugeben. Wir wollten im Sommer, jetzt in der letzten Transferperiode, wollten wir 70 Millionen für Kingsley Coman haben. 70? Wer soll das denn zahlen, Alter? Auf welchem Baum leben die denn gerade in unserer Führung wieder? Ja, Katastrophe, Alter. Da muss man sich ja nicht wundern, dass die Spieler nicht losgeworden sind. Da möchte ich nicht wissen, was sie für Goretzka haben wollten. Junge. Ganz wilde Takes wieder bei uns. Das wird der beste deutsche Spieler. Also, ja, gehe ich mit. Kampfdampfer, da gehe ich mit Kalles Aussage. Ich sehe ihn wie jetzt auch, ähnlich wie Didi. Ja, auch Didi geht ja in die Kerbe. Wir wissen alle, was von Didi zu halten ist. Aber ich gehe auch mit, dass Wirtz auf jeden Fall schon einen Schritt weiter ist wie Jamal. Oder wenn wir es ein bisschen differenzierter betrachten, ich denke auch Wirtz ist der Spieler, ja, wie soll man das sagen? Der mannschaftsdienlicher ist. Ja. Und der immer auch ein gewisses Level hat. So bei Musiala hängt immer viel ab. Also wir sind super abhängig von Jamal Musialas Spiel gerade. Ja, das sieht man, denke ich, in den letzten Spielen. Musiala hat keine Form, dann hat unser Offensivspiel keine Form. Dann hängt Harry Kane in der Luft. Der Einzige, der da noch liefert, ist Michael.
Selbst in Leroy hat er bessere Pässe gespielt wie in Musiala aus der Mitte raus. So, Jamal ist super abhängig von seinen Dribblings und so weiter. Wenn das alles klappt und dann ist er überragend, ja. Dann ist er wahrscheinlich technisch auch, was heißt wahrscheinlich, technisch wieder stärker sein, wie es ein Wirtz ist, ja. Aber ein Wirtz gibt einer Mannschaft mehr, glaube ich. Der ist mannschaftsdienlicher, wenn man es so möchte. Musiala ist ein bisschen mehr so, ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, Musiala müsste noch ein bisschen lernen. Auch die einfachen Dinge können Weltklasse sein. So, ja. Ich muss nicht immer den Ball nehmen, muss 5 Leute ausdribbeln, um dann einen Pass zu spielen. Ja, das siehst du sehr gut bei Michael. Manchmal ist es einfach das Einfache. Ja, du wirst angespielt, leitest den Ball direkt steil in die Spitze weiter, weil du weißt, da ist gleich jemand. Ja. So, und das hat Musiala nicht. So. Das ist auch nicht schlimm, der hat andere Qualitäten, ja. Aber deswegen denke ich auch, dass ein Wirtz, ich denke, ein Wirtz ist ein größerer Faktor. Ja. Aber es sind natürlich beides, wir reden über Kleinigkeiten. Ja. Es sind beides natürlich Ausnahmekönner und im Idealfall haben wir in 1 oder 2 Jahren beide bei uns in der Mannschaft und dann ist doch alles gut. Ja, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Chico, Servus. Sagt man das öffentlich? Ja, warum denn nicht? Soll man das nicht öffentlich sagen? Wenn man sich die Leistung von Musiala anguckt, hat das vielleicht einfach jetzt auch gesagt vor den Leverkusen-Duellen, um Musiala ein bisschen zu kitzeln. Ja? Weil guck dir die letzten Spiele an, Musiala war nicht gut. So. Ja. War jetzt wieder ein bisschen aufsteigende Form, ja. Ich denke einfach, das ist ja wieder von den Medien auch immer groß gemacht, das Thema. Und ich denke, man macht das einfach, um Musiala ein bisschen zu pushen. Hat der Uli hat damals auch komische Sachen gemacht teilweise. Da muss man jetzt nicht so ernst nehmen, denke ich. Aber warum sollte man auch lügen, wenn man danach gefragt wird? So. Das ist auch völlig legitim, oder? Also ich habe ja dieselbe mal, ich denke auch, dass ein Wirtz einen Tacken weiter ist. Auf jeden Fall in seiner Entwicklung. Obwohl er ein Jahr jünger ist, glaube ich sogar, ne? Das ist ja auch nichts Schlimmes, mein Gott. Ja, wegen mir muss ein Airbag bleiben, ja, habe ich ja schon, sage ich ja in jedem Video. Werde ich auch nicht müde. Das ist halt ein absoluter No-Brainer, Alter. Ja. Aber wenn du natürlich dann Spieler wie Fonzie Davies und Musiala verlängerst und da das Gehalt mal eben um das Dreifache steigerst, ja, da muss er an anderen Stellen Einstreichungen machen, wa? Von daher. Ja, ich denke schon, dass der Kalle danach gedacht hat. Wie gesagt, ich denke, der wollte ihn einfach kitzeln, dass er gegen Leverkusen wieder, weißt du, ein bisschen heißer ist. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, also, wie gesagt, ihr wisst alle, die länger hier sind, ich bin Opa-Fan. Und die Entwicklung, die er unter Kompany genommen hat, die hätte selbst ich ihm nicht mehr zugetraut, so von der Führungspersönlichkeit her. Ja, die ist schon sehr stark und du wärst dumm, wenn du nicht mit ihm verlängern würdest. Ja, und das ein Jahr bevor der Vertrag ausläuft und nicht erst wieder wie jetzt mit den ganzen Leuten ins letzte Vertragsjahr gehen. Das ist halt Schwachsinn. Für die über 100 Millionen, der ist unverkäuflich. Deswegen kriegen wir auch kein Geld für ihn. Naja, wenn wir jetzt kommen will, dann wird er kommen. Ist auch völlig richtig. Wenn es deutsche Ausnahmespieler wie solche Spieler gibt, ja, und wenn die zum FC Bayern wollen, dann let's go, Alter. Ja, das ist doch immer der Punkt. Wollen die Spieler zum FC Bayern? So. Hoffe, dass Gnabry, Coman, Guerrero, Palhinha und Kimmich gehen. Sané würde ich nochmal für die Hälfte seines Gehaltes verlängern. Aha. Dann hoffe ich auf junge, hungrige Spieler, die sich zerreißen und noch was erreichen wollen. Ja, dann erklär mir mal den Unterschied zwischen Sané und Kimmich. Also der eine liefert sportlich, den würdest du abgeben, der andere liefert sportlich gar nicht, den würdest du für die Hälfte des Geldes behalten. Ist schon ein wilder Take. Hatte mir anfangs Gedanken gemacht, weil er geschrieben hat, er betet, dass Kimmich geht. Da dachte ich mir, warum? Jetzt hat er das mit Leroy geschrieben, da weiß ich Bescheid. Naja, jeden seine Meinung war, aber sinnig ist das nicht wirklich. Ja,
Ja, und Guerrero weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ein Guerrero bei uns verdient. Ich glaube, das wird auch nicht so viel sein. Aber ja, sportlich gesehen, jetzt mit Stani und Ito brauchst du einen Guerrero nicht mehr. Ja, da gehe ich mit. Aber wie gesagt, musst du auch erstmal einen Markt haben für diese Spieler. Ne? Das ist ja auch das Problem mit Gnabry und Coman. Ich meine, die sind ja schon seit 2 Jahren so in dem Fokus, dass man sagt, jo, wenn Angebot kommt, könnt ihr gerne gehen. Ja, aber nochmal, das ist dasselbe wie bei Kimmich, wa? Man denkt jetzt so, ja, der Kimmich hat 20 Angebote vorliegen. Ja, wie gesagt, welcher Verein soll das denn zahlen? Ja? Welcher Verein soll ein Gnabry oder Coman bezahlen, außer saudi-arabische Vereine? Ist halt so. Und Palinja, ja, keine Ahnung, was ist der jetzt? 31? Du hast letzte Saison 60 Millionen gezahlt. Ja, gut, dann find mal einen Club, der dir wenigstens 40 gibt. Auch das wirst du wahrscheinlich nicht finden. Ja. Wird wild werden, der kommende Sommer. Wahrscheinlich wird es wieder heißen, ja, viel Kaderumbruch, viel zu tun und wieder wirst du keinerlei Angebote bekommen. Auf der anderen Seite, die Spieler gehen ins letzte Vertragsjahr, ne, glaube ich, Gnabry, Coman. Wer weiß, mal abwarten. Aber einfach wird es nicht, die loszuwerden. Und wenn, dann wirst du, ja, du wirst keinen Marktwert bekommen für diese Spieler. Wie auch. Ja, ich meine, Coman bringt da wenigstens noch konstante Leistung, aber Gnabry, wie willst du einen Gnabry verkaufen, Alter? Noch nicht mal ein Saudi-Club. Noch nicht mal das. Wer soll den kaufen? Aufgrund welcher Leistungen? Gefühlt hat er 5 Spiele die Saison gespielt. Am Anfang der Saison und dann jetzt hier immer mal 2, 3 Kurzeinsätze gehabt. Und verdient 17, 18, 19 Mille. So, wer soll das denn zahlen, Leute? Katastrophe. Den hast du auch noch ein Jahr am Arsch kleben. Und dann nochmal noch ganz davon abgesehen, dass der Spieler ja auch noch weg wollen muss. Wenn der sagt, nein, ist nein, der hat einen Vertrag. So. Ja. Also was das gerade bei uns anbelangt, wenn wir über irgendwas meckern wollen, können wir natürlich über den Kader meckern, ja. Aber da musst du dann den ganzen Verein ins Boot nehmen und das kannst du nicht in Eberl auflasten. Was ich persönlich nur wild fand jetzt, wenn man den glauben darf, immer unter der Prämisse, ja, aber dass ein Eberl was aushandelt mit dem Kimmich oder egal mit welchem Spieler, der handelt was aus. Jo, alles klar, machen wir so. Und dann geht er zum Aufsichtsrat und dann wird das abgelehnt. What the hell? Geht man denn nicht vorher dahin und sagt, pass mal auf, was ist denn mein Rahmen, den ich habe? So, also entweder ist er über seinen Rahmen gegangen oder es gibt nicht vorher ein Gespräch oder wie oder was. Ich verstehe das nicht ganz. Ich verstehe das, was ich auch unmöglich finde, ist, dass jeder Pups, jeder Furz da extra abgesegnet wird. Also normalerweise sollte es doch so sein, da ist ein Aufsichtsrat, der ist ein Kontrollgremium. So. Dann sagt man vor der Saison, pass mal auf, hier, Sportdirektor, Sportvorstand, keine Ahnung, unser Budget sind 150 Millionen, könnt ihr ausgeben und ihr müsst das und das einnehmen. Unser Gehaltsrahmen soll auf 300 Millionen runter. Let's go, das ist deine Aufgabe. Ja? Und dann mach und nicht, ja, frag mal, bei dem Spieler musst du nachfragen, musst du die Erlaubnis holen, dann bei dem nächsten, bei dem. Katastrophe, Alter. Dann brauchst du doch keinen Sportvorstand. Dann lass die Spieler doch gleich beim Aufsichtsrat antanzen und dann kann der Uli und der Kalle das doch gleich direkt vor Ort verhandeln. Oder nicht? So, wofür brauchst du einen Sportvorstand, der das verhandelt? Das ist wie mit der Trainersuche. Der läuft dann wieder hoch. Ja, geil. Ich bin mit Kimmich einig geworden. Bup, bup, bup. Tür geht auf. Ja, Max, was hast du denn? Ja, hier mit dem Josch. Ne, hier, das will der Josch haben. Ist alles safe. Das morgen nicht. Nö, zieh mal zurück. Darfst du gar nicht drüber nachdenken, oder? Das beim Club, der um die Champions League spielen will, Alter. Katastrophe, ey. Herrlich. So stelle ich mir das vor. Wild, oder?
Und dann setzt der Aufsichtsrat sich in 2 Jahren wieder hin. Ja, also wir waren da ja gar nicht mit einverstanden, dass hier diese Durchschnittsspieler, ne, dass die Verträge da verlängert wurden für das Gehalt. Das ist ja. Wir wechseln mal wieder den Sportvorstand aus. Ach, wild. Ich habe kein Problem im Generellen damit, nur dann soll man ehrlich sein und nicht so rumheucheln in Bezug auf die Ausstiegsklauseln. Was meinst du denn bei den Spielen? Was ist dein Thema? Ausstiegsklauseln oder was? Nein, der Text kommt weiter unten Ah, nochmal. Twitch hat das nicht komplett weggeschickt. Olli, schon Kimmich gebasht? Nö, ich bashe den Kimmich nicht. Ich bashe unsere Vereinsführung. Wieso wiederholt sich denn das UPA-Thema? Da wiederholt sich doch nichts. UPA ist doch gerade auf dem besten Weg dahin. Also wenn irgendeiner von den sogenannten Experten gerade einen UPA schlecht redet, dann ist er auch auf einem anderen Planeten, Alter. Also über einen UPA brauchst du dieses Jahr aber auch so gar nicht diskutieren, in keiner Art und Weise. Meine Meinung zu Kimmich einfach ziehen lassen, zu lange überlegt. Problem, Davies durfte lange überlegen, trotz Ebert-Ansage alles nicht mehr nachvollziehbar. Naja, ich gehe da mit, ja. Für mich habe ich mit Mara auch schon drüber diskutiert. Für mich ist das auch ein Unding, wenn man dieser Führungsspieler sein möchte und hier, ich will der Kapitän der Zukunft sein, anderes Thema, wird nicht mehr passieren. Finde ich es auch schwierig, dann zu sagen, ja, ich weiß nicht, ich gucke mal, frage mal nach, ob wir ins Viertelfinale einziehen und dann gucke ich mal. Finde ich auch super schwierig. Ja, hat für mich auch nichts damit zu tun, zu sagen, jo, hier, ich bin heiß auf dem FC Bayern. Auf der anderen Seite hat sich Max Eberl halt da hingesetzt weiß ich nicht, vor 6 Wochen, vor 8 Wochen. Ja, alles gut, unsere Spieler haben Zeit, wir machen das mal in den kommenden Monaten. Kein Druck, mit Druck erreicht man nichts. Wir lassen den Spielern Zeit, wann immer sie wollen. Ja, da muss man sich nicht wundern. So, da muss man halt mal, das ist ja, was ich die ganze Zeit schon sage, auch vor der Saison, man muss mal klare Kante zeigen. Ja, dann hat man zu sagen, pass auf, hier Ende Januar wollen wir Entscheidungen haben, hopp oder top. Und wenn dann keine Entscheidung ist, dann muss man sagen, jo, hau rein, alles gut. Wir sehen uns, war schön mit dir. Ja, und fertig. So, das tut man aber nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, man sagt, ja, lass dir Zeit, solange du willst. Und dann wirft man das dem Spieler jetzt vor. So, weißt du? Tue ich ja auch, habe ich ja gerade gesagt. Oder ich verstehe es halt nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn sich der Sportdirektor da hinstellt und das öffentlich äußert, wird das ja auch mit Kimmich persönlich geäußert haben. Ja? So, und da muss man sich nicht wundern. Punkt. Ja? Und wenn man jetzt gehört hat, anscheinend war es ja schon safe und nur der Aufsichtsrat hat den Daumen gesenkt. So. Dann können wir ja auch jetzt nicht mehr darüber reden, dass ein Kimmich nicht wollte, wenn das stimmt, was man liest. Also von daher, ne, darf man ihm da auch nicht unbedingt Unrecht tun. Man muss halt, bei uns fehlt halt einfach diese klare Linie und das ist das Problem, ja, das ist ja, was ich gerade gesagt habe. Das Problem ist, der Aufsichtsrat, der ein Kontrollgremium ist, aber eigentlich ist der Aufsichtsrat kein Kontrollgremium, sondern das Gremium, was alles entscheidet. Weil nochmal, ein Kontrollgremium ist ja dafür da zu sagen, hier Budget, Grenze, mehr nicht. Hier Ausgabengrenze, zack. Hier, das müssen wir einnehmen. So, dafür ist ja ein Aufsichtsrat da. Aber ein Aufsichtsrat ist doch nicht dafür da zu sagen jetzt, ja, bei jedem einzelnen Spieler, ja, darfst du, nein, darfst du nicht, ja, darfst du, ja, darfst du verpflichten, nein, darfst du nicht verpflichten, weil das sind Aufgaben eines Sportvorstands und Sportdirektors. Ja, so. Und dann schafft die ab, Alter. Dann sagt, das macht der Aufsichtsrat wieder. Dann ist, weißt du, das passt halt nicht. So. Das ist unser Problem gerade. So, wenn der Eberl und Freund da was aushandeln, das haben wir ja schon im Sommer bei den Verpflichtungen gesehen, und der Aufsichtsrat sagt dann nö, ja, dann nö. So, ja, aber dann schaff den ab, dann brauchst du den nicht. Ja. So. Also ein Aufsichtsrat ist für mich, der sagt, hier, das sind deine Grenzen, die hältst du ein. Und hältst du die nicht ein, dann greifen wir ein und solange mach wie du meinst. Dafür haben wir dich ja eingestellt als Sportdirektor. Ja. Das passt bei uns gerade nicht zusammen. Mal neben den anderen Sachen, was die Herren da ihre Meinung äußern. Ne?
Aber das wirst du halt nie loswerden. Das ist aber auch okay. Dann haben wir ja auch immer ein bisschen Content, worüber wir reden können. So, jetzt gucke ich mal, Blondie. Okay, anscheinend war mein Feuertext für Twitch zu lang. Zusammenfassung in kurz. Wirt's Thema nervt langsam, macht ihn nur teurer. Solche Aussagen und dass Uli dafür einen Kredit aufnehmen würde, weiß ich jetzt nicht. Die ganzen, wohl angeblich schon seit Frank, macht es mir schwer, unserer Vereinsführung überhaupt was zu glauben. Ja, weiß ich nicht. Mich nervt das Wirtz-Thema jetzt nicht. Das ist, keine Ahnung, wenn du die Bayern mal ein bisschen verfolgst, was du ja tust, denk mal zurück, das war, ja. Wann kommt das Wirtz-Thema auf? So, dann, wenn wir gegen Leverkusen spielen. Sonst hörst du von dem Thema nichts. Und das war schon immer so beim FC Bayern. Wenn man ehrlich ist, hat der FC Bayern vor großen Spielen, in wichtigen großen Spielen, haben wir schon immer versucht, in den gegnerischen Verein Unruhe reinzubringen. Und wie macht man das? Am leichtesten, wenn man, oh, das ist ja schon ein interessanter Spiel, hätte ich schon ganz gerne bei mir, ja, da würde ich schon all in für gehen. Ja. So. Das ist alles Kalkül. Das, wenn wir jetzt gerne haben wollen, ja, natürlich. Ja. So, ich denke, da spricht auch nichts gegen, aber dass das Thema jetzt gerade wieder so aufkommt, ja, braucht man sich drüber unterhalten, ja. Hat beim letzten Mal schon nicht geklappt und wird wahrscheinlich diesmal auch nichts bringen. Ja. Stefan, der Kai wird dir da mit Sicherheit drauf antworten, wenn er soweit ist im Chat. Jo. Bisher leider noch nichts gehört, gelesen. Wie war eigentlich der Samstagabend am 22.02. im persönlichen Gespräch mit und von Kai? Der war super. Persönliche Gespräche haben nicht stattgefunden, weil niemand da war, der persönliche Gespräche machen wollte. Deswegen wird es so ein Format auch nicht mehr geben. Vielleicht war das bedingt durch meine klare Stellung zu den Wahlen zu der Zeit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat keiner die Eier gehabt, sich mit mir dahinzusetzen, über irgendwas zu reden. Wir haben trotzdem einen schönen Stream gehabt, 3 Stunden. Wir haben FC Hollywood-Doku zu Ende geschaut, haben dann noch eine, ich glaube, 40 Minuten am Ende über Politik gelabert. Deswegen habe ich davon auch nichts hochgeladen, weil die Reactions auf YouTube gesperrt werden und Politik-Talk brauche ich nicht auf dem Fußballkanal hochladen. Jo. So war die Geschichte und deswegen wird es die Geschichte auch nicht nochmal geben in dieser Form. Was ich vielleicht nochmal machen werde, habe ich da auch schon geäußert. Wenn, dann werde ich einen Termin sagen, dann werde ich gucken, wer da Lust zu hat, wer zusagt. Und dann wird das stattfinden, sonst nicht. Also ich werde mich nicht mehr da hinsetzen wie Özgen Dösig. Nehme mir die Zeit, die ich am Wochenende mit Sicherheit für andere Sachen verwende. Ja. Setze mich dann dahin, weil 20 Leute oder 30 Leute geschrieben, ja, ich bin da, ich habe auf jeden Fall und hier, ich habe schon das geilste Equipment und was weiß ich was. Und dann sitze ich da wie ein Otto, Alter, und keiner ist da so. Ja, von daher, nö. Das mache ich einmal, das lasse ich einmal mit mir machen, aber kein zweites Mal. Von daher, nö. Selber schuld. Wird so nicht stattfinden. Ja, dass das nicht okay ist. Die Frage ist ja, ist das so, dass das Angebot zurückgezogen wurde? Keine Ahnung. Ist halt, ich sag ja, bei uns ist das, ich weiß es nicht. Müsste man mal den Lothar fragen, wer da gerade mit wem kommuniziert, Alter. Oder ob der eine oder andere nicht direkt in der Sebener Straße im Keller wohnt oder so. Ich weiß das auch nicht. Sehr wild immer. Was da alles so ans Tageslicht kommt. Aber dass das bei uns ja auch nichts heißt, mit dem Angebot zurückgezogen, Leute. Ja, erinnert euch nur an letzte Saison mit Alphonso Davies. So, was ist daraus geworden? Hat Alphonso Davies am Ende das bekommen, was er wollte? Ja, ja, ja und ja. In allen Belangen. In Gehalt, in Handgeld, in hochgestuft in eine Kategorie, wo er absolut nicht hingehört. Ja, er hat alles bekommen.
Also brauchen wir das nicht wirklich ernst nehmen, was da gerade gelabert wird. Und deswegen auch mein Take, Kimmich wird in den nächsten 1, 2 Wochen verlängern. Dann ist das Thema durch. Sané hat mir auf links ganz gut gefallen zuletzt. Nee, mir hat er auf links gar nicht gefallen. Absolut null. Jedes Mal, wenn er über die linke Seite war, war es katastrophal. Mir hat er gut gefallen über die linke Halbposition oder sogar durch die Mitte. Ja, das hat mir gut gefallen. Aber sobald er ganz an der Außenlinie war, war es eine Katastrophe. Aber auf der Halbposition fand ich ihn auch gut. Hat er ja auch die beiden Pässe gespielt. Ansonsten konntest du Neo nichts vorwerfen, hat sich reingehauen. Nach vorne, nach hinten. Ja, nach hinten war es auch mal sehr wild, sehr schwach. Aber gut, er ist ja am Ende des Tages ein Offensivspieler, ja. Aber er versucht zumindest. Aber wenn er ganz auf der Außenbahn war, war es für mich eine Katastrophe. Ja, auf der Halbposition hat es mir richtig gut gefallen, ja. Deswegen hat er auch eine einigermaßen passable Note für ihn bekommen. Aber wir spielen halt nicht mit Mittelpositionen aktuell. Ja, so. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken. Problem ist halt seine konstante Unbeständigkeit. Joa. Also, bei Nio brauchen wir nicht mehr diskutieren. Sorry. Also, wie du es selber schreibst, nimm mal die letzten 5 Jahre. Da brauchen wir nicht mehr darüber reden, dass ein Knoten platzt. Selbst wenn er jetzt bis zum Ende der Saison jedes Spiel gut spielen sollte, weg. Ja, du musst mal die ganzen 5 Jahre sehen und das war eine Katastrophe. Und da ist für mich auch kein Platz zu sagen, ja komm, machst du 10 Mille. Erstmal wird er das nicht tun. Ja. Warum sollte er das tun? Und selbst dann, nee. Es muss was Neues her. Punkt. Am besten klonen wir einfach Michael für die andere Seite nochmal und dann ist alles gut. Doppelknoten, das ist, ich weiß nicht, was ist der schwerste Knoten der Welt, Alter? Das ist das eher. Wo ist denn der Hummels, der Alaba, der Boateng und der Süle? Wo sind das denn moderne Verteidiger? Chico, was ist los mit dir heute? Der Hummels ist am Ende seiner Karriere, der Alaba ist am Ende seiner Karriere, der Boateng spielt schon gar nicht mehr oder wenn dann irgendwo in der Schweiz bei irgendeinem Drittligisten. Und was ist mit Süle, Alter? Der Süle, du kannst ja über den Süle viel sagen, aber dass er ein moderner Verteidiger ist, weiß ich nicht. Ist ein moderner Verteidiger, dass ich 3/4 der Saison nicht in Form bin oder was? Also wenn, dann ist der Opa doch ein moderner Verteidiger. Also, vielleicht hast du das verkehrt rum geschrieben oder was? Thomas, tut. Glück auf. Fassen wir es zusammen. Eberl hat echt schon viel Blödsinn erzählt in der kurzen Zeit. Ja, aber die Frage ist doch, guck mal, das ist doch das, was ich gerade sagte. Warum erzählt er den Blödsinn? Ja. Also letzte Saison nehme ich ihm ja richtig übel, ja. Aber wenn wir dann mal sehen, was gerade wieder abgeht, dann weißt du auch, warum er das gesagt hat. Der hat sich wahrscheinlich letzte Saison gedacht, komm. Ach, herrlich. Ich bin beim FC Bayern, ich bin das gewohnt, ich bin Sportvorstand. Das ist jetzt meine Wiese. Ne? Dann setzt er sich dahin, sieht, boah, die Mannschaft ist ja eine Katastrophe. Alles alte Säcke, alles satte Säcke. Da hau ich mal raus. So, ihr habt jetzt 3 Monate Zeit, wie der Eberl da, solange er dann da ist, euch zu beweisen. Und jeder, der es nicht tut, jo, den verkaufe ich halt nächste Saison. Ja. Ja, dann will er das umsetzen und dann kriegt er von oben immer Der kann ja nichts umsetzen. Das ist doch das Thema, was ich gerade gesagt habe. Er kann doch nichts umsetzen, ohne sich eine Erlaubnis zu holen. Ja? Das ist doch die Katastrophe. Und deswegen steht ein Eberl so dumm da, wie er gerade dasteht. Ja? Das ist das Problem. Kimmich geht, Wirtz kommt, so einfach ist das. Aha, was hat denn Wirtz bitte mit der Kimmich-Personale zu tun? Das ist ja völliger Tullux. Ja. Wenn es ums Gehalt geht, ja, das Gehalt kannst du beim Leroy einsparen. Das ist ja wenigstens noch ansatzweise eine vergleichbare Position. Aber was hat denn eine Kimmich-Position mit dem Wirtz zu tun? Ist der Wirtz jetzt ein Sechser oder was? Oder ein Achter? Habe ich was verpasst oder wie?
Ist ja völlig dummer Take. Kannst ja gerne den Leroy, den Gnabry und den Commander mit reinnehmen. Die kannst du alle 3 abgeben und kannst den Wirtz davor holen. Dann bist du mit dem Wirtz immer noch besser aufgestellt, wie mit den 3 Spielern. Ja, da gehe ich ja mit. Aber das hat ja nichts mit Kimmich zu tun. Und Kimmich geht nicht, glaube ich persönlich nicht. Ja, Kimmich ist auch kein Kapitän mehr. Wie soll er noch ein Kapitän werden? Wie lange soll er spielen? Bis 40 wie Manu oder was? Kimmich ist für mich kein Kapitän der Zukunft. Wer so lange zögert mit der Unterschrift und nur auf noch mehr Kohle aus ist, der ist doch perfekt in Paris aufgehoben. Kimmich schmollt jetzt, weil er auch das Handgeld von Davies haben möchte. Ja, aber nochmal, dass Kimmich ein Handgeld haben möchte, ist doch völlig fein. Also das müssen wir jetzt nicht kritisieren, Leute. Sorry. Ja, auch ein Opa wird ein Handgeld kriegen. Wenn man jetzt anfängt, Spielern Handgeld zu geben, die 1,5 Jahre Vertrag haben, du kannst nicht sagen, ich gebe Spieler X ein Handgeld und Spieler Y gebe ich kein Handgeld. Das wäre so, dein Chef kommt zu dir und sagt, ey, du kriegst hier diese Woche, du kriegst dieses Jahr Weihnachtsgeld. Du kriegst kein Weihnachtsgeld. Und obwohl du der wichtigere Faktor in der Firma bist, kriegst du kein Weihnachtsgeld, aber der irgendwie durchschnittliche Leistung bringt, 3 Stufen unter dir steht in der Hierarchie, bekommt Weihnachtsgeld. So, was machst du denn dann? Gehst du dann zu deinem Chef und sagst, boah, super Entscheidung. Hast du recht. Gehe ich voll mit, fühle ich. Ist doch klar, dass der andere Spieler sagt, Jungs, hier, ich bin auf dem Markt. Mein Vertrag läuft aus. Hier, ich möchte auch ein Handgeld haben, Alter. Also das jetzt ein Kimmich vorzuhalten, sorry, Leute, das ist Schwachsinn. Und wir wissen noch nicht mehr, ob es am Geld liegt, ja. Das kommt ja auch noch dazu. Aber das ist Schwachsinn auch, sorry. Ja. So, wenn man Fonsi 20 Meter Handgeld gibt und Musiala, was weiß ich, 30, 40, ey, da muss man sich nicht wundern, dass alle Spieler ein Handgeld haben wollen, wenn es um Vertragsverlängerungen geht. Und nochmal, dass man Fonsi einen Vertrag gibt mit 15 Millionen Grundgehalt, der auf 20 Millionen kommen kann, wenn das ansatzweise stimmt, ja. Da muss man sich auch nicht wundern, dass ein Joshi nicht sagt, oh geil, ey, ihr wollt mir jetzt was? Ihr wollt mein Gehalt drücken auf 16 Millionen? Geil, mache ich natürlich. Nimm doch mal nur allein den sportlichen Stellenwert eines Fonsi Davies gegen einen Kimmich. Leute, da brauchen wir nicht weiterreden, oder? Lächerlich. Da muss man sich doch nicht wundern. Und das muss man dem Kimmich auch nicht vorhalten. Ich gehe mit, dass du ihm das vorhalten kannst, von wegen so lange gezögert. Ja, da gehe ich mit. Aber wir wissen ja nicht, woran es liegt. Ja. So, vielleicht wäre es schlau gewesen, von Kimmich zu sagen, was weiß ich möchte beim FC Bayern bleiben. Es geht jetzt darum, um was jetzt das Finanzielle ist. Aber wenn er das gesagt hätte, hätten wir ihn wahrscheinlich auch zerstückelt, weil dann hätte es geheißen, oh, der Kimmich will nur beim FC Bayern bleiben, wenn er auch genug Kohle kriegt. So, hätte er sich auch keinen Gefallen mitgetan. Ja. Und wie gesagt, er ist nicht dafür verantwortlich, dass die ganze Scheiße sich gerade so zieht. Da ist der Verein für verantwortlich, weil er hat gesagt, ja, macht ihr mal. Lasst euch mal Zeit. Wir gucken die kommenden Monate mal. Ja. Und man kann nicht bei dem einen Spieler das so machen, bei dem anderen Spieler so. Das passt halt auch nicht. Dann soll man Kimmich sagen, pass mal auf, wir wollen dich nicht oder sonst was, dann ist das ja fein. So, dann sucht er sich was Neues und gut ist. Ja. Aber was diese Thematik angeht, den Kimmich jetzt als Sündenbock dahin zu stellen, das ist ein völlig verkehrter Ansatz. Wir können ihn ja sportlich für einiges dahinstellen, ja, da wisst ihr, da bin ich in der ersten Reihe. Aber für das Verhalten gerade, nee. Wie gesagt, mir gefällt das auch nicht, ja, habe ich ja eingangs gesagt. Aber das jetzt in Kimmich anzulassen, fühle ich nicht. Da ist der Verein aber selber mal ganz, ganz vorne mit dabei. Ja. Und nochmal, wenn du Alphonso Davies 15 Millionen Gehalt zahlst, Alter, dann musst du dich nicht wundern, dass jeder Durchschnittsspieler das Geld haben möchte. Und du kannst ja über einen Kimmich viel behaupten, aber er ist ja mit Sicherheit nicht nur ein Durchschnittsspieler, oder? Ich denke, darauf können wir uns einigen. Zumindest diese Saison nicht. So, und da muss man sich dann auch nie wundern. Du.
Stefan, das ist richtig, das ist aber schreiben und in Kommentare schreiben haben immer viele Menschen große Klappe. Wenn man mit Menschen dann aber direkt diskutiert, dann da ist nicht jeder für geschaffen, wa? Und ich bin auch kein leichter Diskussionspartner. Denke, das merkt man an meinen Videos oder hier im Chat ja auch, oder? Das ist ja auch okay. Also wie gesagt, das hat mich in dem Moment, ja, um das nochmal kurz rund zu machen, in dem Moment hat mich das schon ein bisschen enttäuscht, wenn du da halt da sitzt so und die Leute sagen, ja, mach das, mach das, mach das, mach das, dann machst du das und keine Sau kommt. Ja, aber am Ende des Tages ist es mir wurscht. Ich weiß halt, ich nehme mir diese Zeit dafür nicht mehr und gut ist, ne? Und der Stream war so ja auch noch gut. Hat echt Spaß gemacht, aber ja, so ist das halt. Ja, wie gesagt, Olli, ich lasse mich da nochmal drauf ein, auf so ein Format. Dann halt mit festen Leuten, ne? Dann kann man das mit Sicherheit nochmal machen. Aber nicht mehr irgendwie, dass ich da spontan hocke und irgendwie dumm warte. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ja, das habe ich ja gerade gesagt, Chico. Mit der Aussage von Kalle und so wie jetzt. Ja, also erstmal hat ein Kalle damit recht, 100%. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Hätte Musiala die Leistung aus der Hinrunde jetzt in der Rückrunde bestätigt, was er bisher nicht hat, da brauchen wir nicht drüber reden. Hätte man das vielleicht anders gesagt, hat er aber nun mal nicht. Und ja, wie gesagt, für mich ist ein Wirtz halt reifer. Ein Tacken. So, was jetzt nicht heißt, dass Musiala schlecht ist oder sowas, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Und dass er natürlich einen Musiala damit kitzeln will vor den Duellen, ist doch auch klar. Die Frage ist das förderlich oder nicht? Das werden wir dann sehen. Ja. Vielleicht ist der Druck auch zu groß. Und da ist schon der eine oder andere dran zerbrochen, wa? Naja, zu Recht. Warum soll er die Aussage nicht treffen können? Trifft die Aussage ja genauso. Dass ein Wirtz für mich weiter ist. Habe ich aber schon vor der Vertragsverlängerung schon, habe ich schon immer gesagt. Ein Wirtz ist einfach der komplettere Fußballer und der ist einfach schon einen Tacken weiter. Ja, sehr gerne, Stefan. Ja, aber du kannst ja keinen Spieler in dem heutigen Fußball auf Top-Level mit einem Hummels. Wann hat Hummels sein Top-Level gehabt? 8 Jahren? Boateng dasselbe, Alaba dasselbe. So, wie willst du das vergleichen? Ja? Allein der Fußball ist so ein anderer geworden. Und wenn, dann müsstest du die ja auch noch in der gleichen Art und Weise vergleichen. Stell dir mal Boateng in diesem System vor, was wir gerade spielen. Junge, der würde gar kein Land sehen. Boateng war ein super starker Innenverteidiger, aber nicht ihm vorne wegverteidigen. Ja? Kannst du halt nicht vergleichen. Sorry. Nee, das ist schwierig. Deswegen, du kannst auch nicht diese einzelnen Generationen vergleichen. Man tut das immer, ja, logisch. Aber eigentlich kannst du das nicht. Hast du ein gutes Gefühl gegen Leverkusen? Boah, ich weiß nicht. Ich hab so ein Gefühl. Also erstmal, mein Tipp kann ich schon mal raushauen, ist ein 3-3. Ich hab vor 2 oder 3 Tagen, da habe ich geträumt, dass wir 3-3 spielen gegen Leverkusen im Hinspiel. Muss ich tippen? Tippe ich. Gefühl. Boah, mein Gefühl ist eher. Ja, wir gucken mal, wie gut Leverkusen drauf ist. Das ist mein Gefühl. 3-1, erstes Spiel. Oh, ich danke für die 100 Bittis. Das Gefühl richtet sich nach der Tagesform von Leverkusen. Ja? So ist das gerade bei mir. Weil nochmal, wenn wir das. Nehmen wir das Stuttgart-Spiel. Erste Halbzeit war schlecht. Ja, so, das ist Punkt 1. Nehmen wir die zweite Halbzeit, war gut, aber sie war halt nicht fußballerisch gut. So, und das wird nicht reichen gegen Leverkusen.
war gut. Ja. Wir haben die Tore dann auch irgendwo erzwungen, haben wir auch gehört. Leon wusste das, hat darauf spekuliert, Blasölz. Dafür ist Leverkusen halt zu gesattelt, ne? Zu abgewichst. So. Da kannst du dann ruhig dieses Gegenpressing spielen, wenn du nicht die spielerische Qualität hast, um dir nur ansatzweise Chancen zu erspielen, wirst du das nicht tun, wenn Leverkusen defensiv so agiert, wie sie die letzten beiden Male in München agiert haben. Ja. Und wenn du es nicht schaffst, sie so unter Druck zu setzen, nehmen wir die erste Halbzeit in Stuttgart, ja, dann wird Leverkusen uns zerlegen im eigenen Stadion, Alter. Ja. Von daher schwierig. Erstens wissen wir noch gar nicht, wer spielen kann, wer fit ist. Also wir müssen schon erstmal an wir müssen an 110% eigentlich kommen. Ja. Schwierig. Also ich sehe uns gerade nicht in der Favoritenrolle, so, da bin ich ehrlich. Ja. Und ich denke, jeder, der ein bisschen objektiv da drauf guckt, wird das ähnlich sehen. Und eigentlich müssen wir in München, wie es hier steht, müssen wir mit dem 3-1 vorlegen, ja. Also wir müssen irgendwie mit dem Sieg vorlegen. Ja, und selbst dann wird das noch ein heißer Tanz werden. Also, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird das Spiel erst im zweiten Spiel, also wird die Runde erst im Rückspiel entschieden werden. Ne? Aber ja, ich sehe Leverkusen gerade einfach ein bisschen stabiler und ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen gereifter und ein bisschen schlauer. So. Ja, weil wir haben nur einen Stiefel, den wir spielen können. Das ist so das Problem, was ich sehe. Ja. Ja, wir stellen uns dahin, erzählen, haben das Leverkusen-Spiel auch damit schön geredet. Ja, haben wir ja gut gemacht. Ne? Ja, wir konnten nicht. Leverkusen hat uns das aufgezogen. Dafür haben wir es ja gut gemacht. Nee, haben wir halt nicht. Ja, wir haben ohne Ende Chancen zugelassen. So. Und wir haben nur den einen Stiefel. Und Alonso weiß zu 110%, wie wir spielen. So, weiß Vinny, wie Leverkusen spielt? Nee, weiß er eben nicht. Ja, und das ist der Unterschied. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Bei uns weißt du, Harry Kane, Musiala, Michael. Ja. Oder noch besser, du brauchst eigentlich nur Musiala und Michael kalt stellen. Das reicht. Dann kriegt Harry Kane eh keine Bälle. Und dann ist ja kein Faktor, es sei denn, es gibt einen Elfmeter. So, das ist, wie du unsere Offensive lahmlegst. Zweite Thema, zentrale Mittelfeld. Ja, alles gut. Stell irgendeinen Spieler Kimmich auf die Füße. Wenn Pavlo nicht spielen kann, dann sind wir so kreativ wie ein Stück Holz aus der Mitte. Haben wir jetzt auch gesehen gegen Stuttgart. Ja, das war's. Ja, wir haben keinen Plan B. Ja, Opa kann mal einen guten Ball nach vorne spielen, ja. Ein Überraschungsball. Ja, Neuer kann mal einen langen Ball spielen. Aber Leverkusen wird ja nicht so doof sein, in München sich irgendwie so offen hinten hinzustellen, dass irgendwie durch einen langen Ball überrascht werden. Also kann ich mir persönlich nicht vorstellen, ja. Jetzt sehen wir es mal auf der anderen Seite. Ich sehe jetzt nicht, dass du sagst, nimm mal den Wirtz in Manndeckung, nimm mal den in Manndeckung und schon geht nichts mehr. Erstmal hat ein Wirtz allein schon die Qualität, selbst wenn er in Manndeckung ist, da noch irgendwas rauszumachen, ja. Die sind halt einfach, was das angeht, von der Taktik her, ist Leverkusen uns halt einfach ein Schritt voraus. Ne? Was aber auch normal ist, der Vinny ist ja jetzt das erste Jahr da. Darf man ja nicht vergessen. Ne? So, das ist, was mir ein bisschen Sorge macht. Also wir müssen schon in unserer Taktik, wo Alonso weiß, wir spielen diese Taktik, weil wir nichts anderes spielen können, müssen wir 110% bringen, damit wir Leverkusen beherrschen können. Sei denn, Leverkusen hat keine gute Tagesform, ja. Dann ist natürlich alles möglich, so, keine Frage. Aber wenn die eine gute Tagesform haben, weiß ich nicht. Ja, dann wird's eine harte Nuss, Alter. Ja. Sei denn, der ein oder andere Spieler bei uns wächst da mal über sich hinaus, so. Ist dann jetzt die Zeit, wo wieder Helden geboren werden, wa? Weil, wie gesagt, schlägst du Leverkusen, kommst weiter in der Champions League, ja, dann brauchen wir nicht darüber reden, dass es eine gute Saison ist. Ja? Und wir mal wieder gezeigt haben, jo, der FC Bayern ist back. So, fliegst du gegen Leverkusen aber relativ deutlich, muss ja nicht vom Ergebnis sein, sondern vom Fußball her, raus und wirst am Ende nur deutscher Meister. Wenn das Finale daheim in München ist, ja,
ist dann auch wieder nicht so geiles Jahr, ne? Also das sind schon entscheidende Spiele jetzt. Und vielleicht, wenn man schlau ist, vielleicht ist das aber auch der Gedanke des Vereins, jetzt um mal zu Kimmich den Rückschluss zu ziehen, vielleicht wartet der Verein auch ab, um mal zu sehen, was macht denn jetzt unser großer Josh in diesen beiden Spielen. So, die Frage ist, ob er fit ist, ob das dann irgendwie gerechtfertigt ist, ihn an diesen beiden Spielen zu messen, aber das sind schon 2 Spiele, wo es jetzt halt auf diese Spiele ankommt, wa? Da kannst du jetzt nicht einen Michael da in die Verantwortung nehmen oder ja, Leon hat die Verantwortung genommen in Stuttgart. Ja, so, das wirst du jetzt brauchen, ja. Das ist halt, was Leverkusen auch auszeichnet. So, da ist so ein Xhaka, da ist so ein Wirtz, die haben kein Problem damit. Ja, das sind nur 2 Spieler, die nehmen die Verantwortung. Das ist für die völlig fein, ja. Und das hast du bei uns halt nicht. Bei uns ducken sich die Spieler weg, wenn es wichtig, wenn es hart auf hart kommt. Erst recht, wenn es nicht läuft, ja, dann ducken die sich weg. Und guck dir mal an, wie ein Wirtz reagiert, wenn es in Leverkusen nicht läuft, ja, auf dem Platz. Und deswegen auch mein Take, dass Wirtz viel weiter ist, was das angeht, wie Musiala. Wenn es bei uns nicht läuft, dann siehst du von Musiala nichts, Alter. So. Ja, aktuell brauchst du Musiala nur 3-4 Mal faulen, festhalten, sonst was. Setzt er sich auf den Boden und macht einen auf kleines Kind und fühlt sich in seiner Majestät beleidigt. Und ja, da muss man sich nicht wundern, dass ein Kalle so eine Sprüche raushaut. Also ich habe ein gemischtes Gefühl. Also mein Gefühl ist besser wie vor Frankfurt und Stuttgart. Ja, davor hätte ich gesagt, wir sind 100% ausgeschieden. Leverkusen wird uns zerlegen, Alter. Ja. Selbst wenn die in München defensiv spielen, hätten sie vielleicht einen Punkt mitgenommen, im Rückspiel hätten sie uns zerlegt. So, das war mein Gefühl vor den beiden Spielen, weil unsere Form Katastrophe war. So, gegen Frankfurt war es gut. Ja, war der richtige Stepper zur richtigen Zeitpunkt. Haben wir den Schwung mitgenommen nach Stuttgart? Nee, haben wir nicht. Ja, erste Halbzeit war wirklich schlecht. Ersten 30 Minuten war wirklich schlecht. So, ja. Und wenn du so die 30 Minuten nimmst gegen Leverkusen, dann ist das Spiel, wenn du Pech hast, schon durch. Ne? Zweite Halbzeit hat mir dann wieder Hoffnung gemacht, weil es kämpferisch gut war, weil so ein Leon die Verantwortung genommen hat, ja, und weil die ganze Mannschaft als Mannschaft gefeitet hat. So, guckt euch die Zweikampfwerte an, das war gut. Wir haben gemerkt, wir haben es spielerisch nicht, ja, wir können es spielerisch irgendwie nicht lösen, aber das Pressing hat gestimmt, zweite Halbzeit, das Fighten hat gestimmt. Nur das wird gegen Leverkusen leider nicht reichen. Ja, das ist mein Take. Es wird nicht reichen, so eine Leistung wie die zweite Halbzeit in Stuttgart. Du wirst gegen Leverkusen, ja, dann wirst du vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, wird Leverkusen nicht stark im Spiel sein, aber du wirst halt, ja, wie willst du dir Chancen erspielen gegen Leverkusen? Mit dieser Art Fußball, da wirst du dir halt auch keine Chancen erspielen. Ja? Und dann ist die Frage, macht unsere Mannschaft gerade den Eindruck, das über 90 Minuten durchzuhalten? Ich glaube nicht. Ja. Also Vorzeichen bei mir eher 60 Leverkusen, 40 Bayern. Aber wie gesagt, K.O.-Spiele, alles ist möglich. Tagesform ist entscheidend. Entscheidend werden Spieler sein, ja. Wenn du aber auch mal gesehen hast in Stuttgart, die Mara auch gesagt, wie abgekämpft so ein Harry Kane schon nach 40 Minuten ausgesehen hat, ja. Boah, ich weiß nicht, ob da gerade so die Körner da sind. Für Vollgas 90 Minuten. Wa? Wir werden es Mittwoch sehen, Leute. Bin sehr gespannt auf das Spiel. So viel kann ich sagen, ja. Aber also ich würde sagen, von der Mannschaft her, auch von den Spielern, die so von der Bank kommen, sehe ich Leverkusen gerade auf jeden Fall einen Tacken vor uns. Ja, das ist mein Take. Aber ihr wisst ja, bisher ist es immer so gewesen, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, war es gut. Von daher können wir Hoffnung haben. Ja, dass ein Opa verlängert, ist doch klar. Das ist doch, mein Gott, ob er jetzt verlängert oder in 2 Monaten, ist doch Wurst. Opa ist ja nicht, wo der Vertrag ausläuft. Und natürlich verlängert ein Opa. Ja, Opa hat einen Trainer, der 100% auf ihn setzt und dann setzt das um und völlig zu Recht. Also wie gesagt, nimm einfach das Leverkusen-Spiel, da hast du gesehen, in welchen Weg Opa gerade geht. Das war mehr Führungsspieler, als es ein Kimmich war. Also von daher.
Ja, I don't know. Also wegen mir kannst du ein Boué abgeben, sag ich euch, wie es ist, ey. Du kannst viele Spiele abgeben. Du musst eigentlich jetzt mal knallhart aussortieren. Du hast so viel Durchschnitt da rumlaufen. Der ist einfach, entweder hat der Scheiße am Fuß gehabt, einfach nur, ja. Das können wir halt nicht beurteilen von außen. Aber was willst du mit dem rechten Verteidiger, der so oft verletzt ist, Alter? Generell mit dem Spieler, der so oft verletzt ist. Was willst du damit? Schon schlimm genug, dass das unsere Außenspieler die ganzen Jahre immer wieder waren, ja. Und jetzt fängst du noch an, dass der rechte Verteidiger das auch noch ist, ja. Boah, nee. Du hast einen Stunny, da musst du auf einen Stunny setzen. Vielleicht spielen wir aber auch nächstes Jahr endlich mal mit einer Dreierkette. Ja, ist ja auch möglich. Wir haben ja einen Ito. Ja, vielleicht ist das auch das Ziel. Ich weiß es nicht. Dann reden wir gar nicht mehr über irgendwelche Außenverteidiger. So, ansonsten hast du einen Azno in der Hinterhand. Du hast sonst noch irgendwas, habe ich gelesen, noch irgendeinen rechten Verteidiger, wo du dran bist an irgendein Talent, was du unbedingt verpflichten willst. Ja, alles gut. Ich meine, alles, was ich bisher gesehen habe, wenn Boe mal gespielt hat, war ordentlich. Keine Frage. Aber da müssten wir ihn jetzt auch mal sehen. Ja. So, da müssten wir ihn jetzt auch mal sehen. Aber es spielt ja mehr ein Conny Leimer da als ein Boe. Ja, und mal ganz ehrlich, was willst du da mit dem Boe? Dann kannst du ihn auch verkaufen. Ja, da kriegst du wenigstens noch deine 15 Mille, wenn du Glück hast. Keine Ahnung, man müsste ihn jetzt halt mal sehen. 10, 15 Spiele, dann könnte man das vielleicht mal beurteilen. Ja. Aber da musst du über andere Spieler reden. So, da musst du über einen Stunny reden, da musst du über einen Conny reden. So, dass wir da gerade Überangebot haben, denke ich, ist klar. Unser Kader ist viel zu groß aktuell. Und zwar viel zu groß auf Grottenlevel, Alter. Ja. So, wir müssen halt mal da hinkommen, dass du dann hast du vielleicht noch einen Spieler, der 2 Positionen bekleiden kann, so wie es da mit ein Pavard war oder wie es jetzt mit dem Stunny ist. Ja, und sollte da was passieren, ja, da muss einer aus der zweiten Mannschaft hochrücken. Ja. So, wir quatschen immer über Talente hier, bla, Sülz. Ja, dann müssen die im Kader hinten dran sein. Ja. Und dann kommst du auch mal wieder in ein Gehaltsniveau, was ansatzweise finanzierbar ist. Das sind ja alles keine Spieler, die 4 Millionen im Jahr verdienen, die da rumlaufen bei uns. Wild. Also dieses Handgeldscheiß eigentlich angefangen, so ätzend. Ja. Da, wo man wahrscheinlich irgendwann nicht mehr die Gehaltskosten verkaufen konnte, hat man dann gesagt, oh, weißt du was, komm, kriegst du eine einmalige Zahlung. Dein Vertrag läuft ja aus. Und sonst müssten wir ja eine Ablöse für irgendjemanden zahlen. So ein Ding wahrscheinlich. Aber keine Ahnung. Kannst ja mal recherchieren, vielleicht gibt es da was zu. Ja, ich kenn diese Gehaltslisten. Brauchst du mir nicht erzählen. Das Thema haben wir oft genug gehabt hier. Ne? Ist ja auch nichts Neues. Wir sind die Mannschaft, die am meisten Spieler hat, die über 15 Millionen verdienen, ja. Und ich weiß nicht, ich möchte gerne mal eine aktuelle Liste sehen. Ich würde sagen, aktuell sind wir sehr wahrscheinlich Erster oder Zweiter in ganz Europa gesehen von den Gehaltskosten. So. Und das, obwohl andere Mannschaften Mbappés in ihren Mannschaften haben. Ja? Oder Haalands. So, und da sollte man dann mal drüber nachdenken. Ne? Ja, aber wenn Kimmich doch nicht bleiben wollen würde, würde er das doch sagen. Was sollte dafür sprechen, dass er das dann nicht sagt? Weil wenn Kimmich sich jetzt hinstellen würde und öffentlich sagen würde, Leute, war schön, ja, alles gut, war eine schöne Zeit in München, ich möchte jetzt eben zum Ende meiner Karriere nochmal das Ausland sehen, hätte das doch nur Vorteile für ihn. Es gäbe doch nicht einen Nachteil, das zu tun. Ja, der Vorteil wäre doch, dass ganz, ganz viele Mannschaften vielleicht hellhörig werden würden und sagen würden, komm, wir beschäftigen uns mal mit der Personalie. So, ja. Also wenn er das wirklich wollen würde, dann hätte er es getan. Da würde er nichts dagegen sprechen. Und da wäre ihm ja auch keiner böse drum. Also zumindest ich nicht. Also ich glaube halt nicht, dass Joshua das vor den Champions League-Spielen machen würde. Ja, gut, um da so eine Unruhe reinzubringen in die die Champions Mannschaft. League-Spiele jetzt sind oder wenn du weiterkommst, kommen die nächsten Champions League-Spiele. Also.
Ist aber, glaube ich, 'n Unterschied, ob jetzt 2 Tage dazwischen liegen oder 1, 2 Wochen, ne? Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, 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 äh. Ich habe keine Ahnung, über wie viel Handgeld wir reden beim Josh. Aber ich denke nicht, dass wir da über 10 Millionen reden, Alter. Wenn selbst ein Fonsi schon 20 gekriegt hat. Aber, I don't know. Das wissen wir immer nicht, ne? John J. Servus. Julia, Abend. Ja, na klar. Aber ein Wirtz wird auch bei jedem anderen Verein dieses Gehalt verdienen können. Das ist so der Unterschied. Genauso wie Musiala. Deswegen bin ich da auch jetzt auch gar nicht irgendwie beim. 25 ist schon hart, wenn dem wirklich so ist. Aber die würde er auch woanders verdienen. Ja. Aber das ist für mich auch fein. Außergewöhnliche Fußballer, wie auf diesem Level, können wegen mir auch außergewöhnliche Gehälter kassieren, weil nun mal einfach so viel Geld im Fußball drin ist. Was mir auf die Eier geht, sind Fußballer wie Alphonso Davies, die in diese Sphären vorstoßen, obwohl sie eigentlich das Niveau eines Kevin Großkreuz haben. Ja? Und ein durchschnittlicher Kackfußballer sind. So, was kann Fonsi Davies, was dieses Gehalt rechtfertigt, Alter? Was kann er? Schnell laufen, ganz großes Kino, konnte Alexander Zickler schon vor 20 Jahren, Alter. Was kann er defensiv? Was kann der defensiv? Nichts, Alter. Nichts. Das ist eine Katastrophe, dass der als Verteidiger betitelt wird. Sorry. Der kann nichts defensiv. Das Einzige, was Alphonso Davies defensiv kann, ist, wenn ein Spieler da ist, der technisch nicht visiert ist und einfach langsamer ist wie er, ja, dann läuft er den Ball ab, weil er einfach schneller ist. Das ist Alphonso Davies. Der kann keine Flanken verhindern, der gewinnt keine defensiven Zweikämpfe gegen einen ansatzweise technisch versierten Spieler, ja, der tänzelt ihn aus und wenn der Fonsi Davies dreimal schneller ist wie der, kann er dreimal hin und her laufen wie Tweety und wird nicht an den Ball kommen. Ja. Und dieser Spieler, ich weiß, viele von euch sehen das anders, für mich ist das ein Durchschnittsspieler, bekommt dieses Gehalt und wird beim FC Bayern hingestellt, ja, was? Als einer der Leistungsträger. Junge. Und dann sitzen hier Leute im Chat, die über einen Kimmich diskutieren. Hä? Leistungsträger. In welchem Jahr war Alphonso Davies ein Leistungsträger? Lächerlich. Für mich sind die Gelder, die man für Fonzi gezahlt hat, die kannst du eigentlich die kannst du beim Musiala auf den Vertrag mit draufschreiben, weil ohne Fonzi hättest du den Vertrag mit Musiala nicht gekriegt. Ja, wahrscheinlich. Aber dann kommst du ja nicht wieder dahin, wo der FC Bayern hin will. Das ist doch, die sind so vernagelt in ihrer Birne. Die sind so vernagelt in ihrer Birne. Jeder Durchschnittstyp wird doch sagen jetzt, wie? Was? Ich soll jetzt 10 Millionen verdienen? Der Fonsi Davies kriegt 15? Mit Prämien 20? Kannst du dann mal Michael Olisse verklickern, wenn der in 2 Jahren sagt, ja, ich fühle mich wohl, ich verlängere meinen Vertrag. Frag mal, in welche Sphären das geht dann. Ich meine, der hätte es ja aufgrund seiner jetzigen Leistung wenigstens noch verdient. Und das hat ein Fonsi Davies halt nicht. Auf welche Leistung diese Saison hat er dieses Gehalt verdient? Auf welche Leistung in der letzten Saison hat er nur ansatzweise dieses Gehalt verdient? Katastrophe, Alter. Und dann setzt man sich dahin, ja, wir müssen aber von den 340 Millionen, wir wollen aber auf 300 Millionen kommen. Ja, dann gibt doch kein Durchschnittsspieler 15 Millionen plus, Alter. Plus 20 oder 30 Millionen Handgeld. Junge, ich könnte kotzen. Und dann sitzen hier Leute im Chat, die sagen, ja, bei der Josh, ne, dass der da jetzt zögert und ja, der will ja vielleicht nur das Geld haben. Ja, Alter, wenn ich in seiner Position wäre und, ja, Junge, da kannst du dich da hinsetzen, kannst sagen, gib mir das Gleiche wie Jamal. Katastrophe halt einfach. Das passt halt wieder null zusammen in unserem Verein. Wir reden davon, wir wollen die Gehälter drücken, wir wollen wieder auf einen normalen Stand kommen und dann geben wir Durchschnittsspielern dieses Gehalt. Ja, vor allem wir stellen uns ja noch hin, das ist ja das Schlimmste. Wir stellen uns hin als Verein, ja, wir führen jetzt ein 3-Schichten-Modell ein. Schicht 1, die Leistungsträger. Die offizielle Aussage übrigens. Offizielle Aussage, könnt ihr googeln. Wir führen drei Gehaltsklassen ein. In der ersten Klasse die Leistungsträger.
wozu auch ein Alphonso Davies gehört. Das ist die, ich weiß nicht, was der Heiner oder der Dresen, einer von beiden hat es gesagt. Alter, ich kann nicht mehr, bin vom Stuhl gefallen. Ja, das musst du dir reintun. Und das ist ja schön, wenn du dann, also wir haben eine Reihe Leistungsträger. Dann haben wir die zweite Gehaltsklasse, das ist dann so, weiß ich nicht, der Weg dahin vielleicht. Und dann haben wir die dritte, so, ja, so Ergänzungsspieler, Nachwuchsspieler. So ist die Vorstellung in unserem Verein aktuell. Wenn ich jetzt aber Alphonso Davies unter Leistungsträger eintrage, obwohl er sportlich in der Mitte rumdüdelt, ja, dann ist doch klar, dass jeder, der in der Mitte rumdüdelt, ja, auch in diese Kategorie will. Vor allem gehen wir die Kategorie durch, wer da so drin ist. Sané, Gnabry, Coman, die sind alle, Davies, die sind alle in dieser Kategorie. In der Kategorie Leistungsträger, gehaltstechnisch. Wie willst du nur jeden, egal welchen Spieler, der ansatzweise Leistung bringt, wie willst du den verklickern, dass der nicht in diese Kategorie jetzt kommt bei der nächsten Vertragsverhandlung? Welche Argumente willst du bringen? Ja. Und dann willst du sagen, pass mal auf, Josh, du aber jetzt, nee, komm, 15 Millionen kannst du bleiben, oder was? Katastrophe halt. Passt halt nicht zusammen. Ja? Lächerlich. Und dann stellt man sich auf der anderen Seite dahin, ja, aber kein Spieler steht über dem Verein. Ja, wenn das wirklich so war mit Fonzie Davies, dann steht ein Musiala über diesem Verein. Ja, und dann ist er traurig. Ja, wichtig wäre auf jeden Fall, dass ein Pavlo fit wäre für Leverkusen. Aus meiner Sicht wichtiger wie Kimmich gegen Leverkusen. Weil ich glaube, gegen Leverkusen brauchst du einen defensiv starken Spieler. Ja, schwierig. Wenn Kimmich eine gute Form hat, ist Kimmich natürlich super wichtig. Aber dann muss er sich zusammenreißen gegen Leverkusen und so die 6er- und 8er-Posi halten und nicht weiter auf der 10er-Posi rumtanzen vorne. Naja, ich weiß nicht, ob Leverkusen, ja, keine Übermannschaft, ja, definier mal Übermannschaft. Leverkusen hat ein Spiel verloren und da war nicht nur irgendwie Buxtehude dabei als Gegner, war. Ja, ich sehe uns zu Hause halt nicht als Favorit. Also im Moment nicht. Aber wie gesagt, Tagesform wird halt entscheidend sein, ne? Wie bei allen K.O.-Spielen halt. Wie viele auf dem Papier schwächere. Ich nehme nur das Spiel gegen Feyenoord, Alter. Ich brauch's ja gar nicht ausführen. Aber kannst auch das Spiel gegen Celtic nehmen. Das war auch ein Heimspiel und du hast was? Und das war nur Celtic, Alter. Ja. So, wir haben gerade leider wenig positive Argumente. Teamleistung in der Rückrunde. Du kannst das Frankfurt-Spiel zu Hause nehmen, das war gut. Vielleicht noch das Bremen-Spiel. Das war's aber. Ja. Aha. Wenn Opa den Wirtz rausgenommen hat, 99% vom Spiel, dann haben wir auf jeden Fall verschiedene Spiele gesehen. Deswegen hat Leverkusen auch keine Torchancen erspielt, oder was? Wild. Dann frage ich mich, wie Wirtz die Torschüsse kreiert hat, die er kreiert hat. Ja, da ist doch nichts unvorhersehbar. Was ist denn daran unvorhersehbar, wenn du Müller hinter Kane stellst? Was ist daran unvorhersehbar? Erstmal hat das bisher noch nie wirklich gut geklappt. Das Zusammenspiel Müller-Kane ist eine Katastrophe. Müller ist nicht mehr dieser sportliche Faktor, der er mal war, leider. Ja. Er hat gar nicht der Einfluss gegen defensiv starken Gegner. Weiß ich nicht, welchen Einfluss da an Thomas Müller aktuell noch hat. Nee. Und überraschend wäre das auch nicht.
Es wäre halt einfach 3 Stufen schlechter, als wenn da Musiala stehen würde. Machen wir uns nichts vor. Du hast doch keine Möglichkeiten zu überraschen. Die einzige Überraschung, die du machen könntest, wäre, du spielst ohne Stürmer. Ja, das wäre eine Überraschung. So, mit was willst du überraschen? Mit welcher taktischen Finesse willst du überraschen? Du hast keinen zweiten Stürmer in dieser Mannschaft. Du kannst also nicht mal sagen, wir spielen jetzt mal mit einer Doppelspitze. So, du hast einen Zehner in dieser Mannschaft, das ist Jamal Musiala. Alternative ist Thomas Müller, der noch nicht mal ein Zehner ist. Ja. Du könntest vielleicht mal überraschen, wenn du sagst, ich spiele mit 1 Sechser und 2 Achtern. Ja, das wäre vielleicht eine Überraschung. Da müsstest du halt den Zehner opfern oder du müsstest den Stürmer opfern, ja. Das wäre vielleicht mal eine Überraschung. Ja, das stimmt. Aber das ist auch die einzige taktische Finesse, die du fahren kannst. Oder du fährst die taktische Finesse, wir spielen eine Dreierkette. Oder auf der anderen Seite gesehen eine Fünferkette. Auch dann musst du einen opfern. So, aber vorne, der Offensive, haben wir keinerlei Option, eine Überraschung zu bringen. Die Überraschung wäre, ja, du spielst nicht über die Außen, du spielst über Halbposition, ziehst einen Leroy und eine Ulisse auf die Halbposition und spielst ohne Stürmer. Ja. Oder spielst mit einem Harry Kane und ohne Zehner, dass Harry Kane den Zehner gibt. Ja. Das war's. Sonst hast du, was willst du machen? Willst du einen Serge als Spitze aufstellen oder was? Willst du einen Thomas Müller als Spitze aufstellen? Schwierig halt, ne? Und wird auch nicht passieren. Leute, wir werden 1:1 wie immer spielen. Harry Kane vorne, Michael rechts, Sané links, Musiala Mitte. So, wir werden wieder mit 2 zentralen Mittelfeldspielern spielen. Wir spielen 4-2-3-1. Was anderes spielen wir nicht. Wie denn auch? Wir können doch nichts anderes. Dann hättest du doch mal gegen schwächere Gegner im Laufe der Saison ein anderes System etablieren können. Müssen. Nicht können, müssen. So, kannst du doch nicht machen. Ist doch schon, woran der Nagelsmann gescheitert ist. Ist die Mannschaft zu dumm für, zu eingefahren. Die Mannschaft spielt das seit 10 Jahren gefühlt, das System. Da gibt nichts anderes. Und du hast auch nicht die Spieler für andere Optionen vorne. Die sind nicht da. Da müsstest du Spieler wieder auf Positionen stellen, wo sie nicht hingehören. Was wir so eh schon haben mit dem Conny Leimer. Ja, was eh schon eine Katastrophe ist. Nee, sehe ich leider nicht. Deswegen, wir sind für Leverkusen super ausrechenbar. So, entweder kriegen wir unser Spiel durch, entweder haben wir die Power, ja, dann haben wir gesehen, die beiden Heimspiele gegen Leverkusen, haben wir Leverkusen dominiert, ja, so wie Leverkusen uns im Spiel dominiert hat. Entweder haben wir die Power, die Form, ja, kriegen das hin oder halt nicht. So. Aber ihr habt auch gesehen, wie Leverkusen sich darauf dann eingestellt hat, wo wir sie so dominiert haben, oder? Schwierig. Ja, Josh hat schon genug Spielintelligenz. Also das hat er schon oft genug gezeigt. Ja, da muss ich auch mal eine Lanze brechen für den Josh hier. Sorry. Also Spielintelligenz hat ein Josh mehr als genug. Er hat auch diese Saison schon richtig gute Spiele gemacht, wo er den Ball auch mal erstens nicht angenommen und 30 Meter gelaufen, dann den Ball gleich weitergespielt hat. Er hat Spiele gehabt, wo er die Bälle wirklich à la Jerome mal schön verteilt hat, zwar aus der Mitte raus, aber auch schön immer mit den Flanken auf die Außen. Er kann das. Er kann das alles. Ja? Die Frage ist, ob er sich beherrschen kann. So, das ist immer so das Thema für mich bei Josh. Ja? Die andere Frage ist, was will der Trainer? Wenn der Trainer anders vorgibt, gibt das anders vor. Ja? Aber ansonsten, wenn Josh müsste eigentlich so sein, wie es ein Alonso war. Ja, perfekte Beispiel. Alonso war der Spieler, der das Spiel aus der Tiefe geleitet hat. Aus der tiefen Position. Nicht aus der vorderen Position. So, und Josh versucht immer beides zu machen. Ne? Mal aus der tiefen Posi, dann geht er so ein bisschen in die Innenverteidigung zurück, aber oft genug steht er auch 20 Meter vorm Strafraum. Ja? So, warum? Lass doch Pavlo den Raum, der Pavlo kann das besser. Mach du doch aus der tiefen Posi. So wie es am Anfang der Saison war. Es war super stark. Pavlo Kimmich, Alter, das hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Ja? So, da müssen wir wieder hinkommen. Und dass er das kann, hat er ja gezeigt. Und vor allen Dingen in diesen Spielen waren Kimmich ja auch noch defensiv gut. Ja? Weil er halt dann eben nicht die 300.000 Kilometer mehr hatte. Weil machen wir uns auch nichts vor, in der Rückwärtsbewegung ist Josh eine Wurst. Ja?
Das ist aber auch kein Geheimnis. So. Das war super, da müssen wir wieder hinkommen. Die Frage ist, ob der Trainer das will. Vielleicht will der Trainer das so, wie es gerade ist. Ja? Das sind die Fragen. Aber die werden wir ja Mittwoch alle beantwortet bekommen. Ja, für mich ist die Meisterschaft safe. Sag ich dir, wie es ist, Blondie. Also da müsste die Mannschaft schon hart einbrechen jetzt. Das sehe ich nicht, nee. Selbst wenn du gegen Leverkusen jetzt einen Knacks kriegen solltest, was ich auch nicht glaube, selbst dann, nee. Nee, sehe ich nicht. Also für mich ist die seit dem Spiel gegen Stuttgart ist das durch, der Bums. Das heißt, du müsstest jetzt von den 10 Spielen 3 verlieren und Leverkusen müsste alle gewinnen. Ja, und das sehe ich nicht, sorry. Nee, gehe ich nicht mit. Aber ist es ja auch nicht schlimm, vielleicht täusche ich mich ja. Dann wäre es schlimm, ja. Ja, aber ich hoffe nicht. Tarek Buchmann der ist ja auch nicht da. Der hat den zweiten gespielt und ist schon wieder verletzt, Alter. Ja, weil Wirtz ja auch nur in der letzten Reihe rumläuft, oder was? Dann weißt du aber, Chico, was ist denn los heute mit dir? Haust du Takes raus? Da sind wir aber so weit auseinander wie der Himmel und das Meer, Alter. Klar, es wird auch mal in der letzten Reihe und das war ja in diesem Spiel, weil Leverkusen ohne Stürmer gespielt hat. Ja? Und das war auch der einzige Grund, warum Upper vielleicht öfter gegen Wirtz stand. So, wenn die Leverkusener mit dem Stürmer spielen, dann steht nicht ein Upper gegen Wirtz. Dann steht ein Upper gegen Stürmer. Ja? Und Wirtz ist ja alles, aber der ist doch nicht super präsent nur in der letzten Reihe. Oder meinst du, der Upper läuft dann auf der Halbposition rum, oder was? Wenn ein richtiger Stürmer bei Leverkusen auf dem Platz steht und die haben ja, das ist ja in Leverkusen, hast ja keine Stürmer, wo du sagst, ja komm, der kann ja nichts. Entweder hast du einen Schick da rumlaufen oder hast einen Boniface da rumlaufen, Alter, die beide auf jeden Fall wissen, wo das Tor steht, ja. Also, nee, da sind ganz, ganz andere Spieler dann gefragt, wenn Leverkusen mit dem Stürmer spielt. Die Frage ist, wie sie spielen werden, aber das ist ja, was ich sagte. Die sind halt nicht so ausrechenbar, wie wir das sind, ja. Das ist doch der große Unterschied. Wir haben keine Option vorne. Nix. Wir sind vorne ausrechenbar 1:1, 100 Pro. Wir haben auch nur eine Spielidee. So, wir haben ja noch nicht mal eine andere Spielidee. Wir haben nur eine Spielidee. Und das sieht in Leverkusen halt komplett anders aus. Ja, du hast ja einen Stani als Innenverteidiger, du kannst auch einen Ito als Innenverteidiger stellen. Das verstehe ich ja auch alles, ne? Um mal auf Erbik da ja kurz zu sprechen zu kommen. Aber sorry. Ich weiß nicht, in welchem Gehaltsniveau wir reden beim Erbik. Aber nochmal, wenn man 15 Millionen für einen Durchschnittsspieler wie Alphonso Davies raushaut, obwohl der, wenn wir ehrlich sind, wenn Ito nicht wirklich, also wenn man Ito nicht als Innenverteidiger sieht in der nächsten Saison, ja, dann ist mein Take, dass ein Alphonso Davies relativ wenig Spiele spielen wird. Ja. Relativ wenig Spiele. Es sei denn, er wird eine Position nach vorne gezogen. Aber als linker Verteidiger wird er relativ wenig Spiele spielen. Weil er als linker Verteidiger defensiv einfach eine Wurst ist. Ja. Ja, aber das wissen wir ja nicht, ob er fit ist. Also das sehe ich ein bisschen anders. Boe muss Meinung nach nicht weg. Er ist fit, aber bekommt keine Spiele von Vinny, da er lieber Conny aufstellt. Obwohl der auf RV nicht gut spielt. Boe hat eine faire Chance verdient, aber da er immer gut spielt, wenn er spielt, bekommt die aber nicht. Und ich bezweifle, dass Azno bei uns bleibt. Ja, da brauchen wir ja nicht drüber reden, habe ich ja schon gesagt. Azno wirst du bei uns nicht mehr sehen. Selbst wenn du Boe verkaufst. Und eigentlich ist Vinny doch Boe-Fan. Ich weiß nicht, was er an Conny Leimer sieht. Frag mich nicht.
Das ist der Punkt, den ich absolut null in meine Birne kriege bei Vinny. Absolut null. Aber war schon unter Tuchel so. Der hat ja dasselbe gesehen. I don't know. Frag mich nicht. Vielleicht ist es so gedacht, dass es dann eine Dreierkette ist und Conny ins Mittelfeld aufrückt. Ja, das mag so sein, wenn wir den Ball haben. Ja, alles gut. Ja, dass Ito dann ein bisschen, wenn der Ito Linksverteidiger spielt, dass wir dann auf einer Dreierkette sind. Hey, keine Ahnung. Frag mich nicht. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Also du musst dir Conny Leimer einfach angucken. Ja, ich meine, Leverkusen hat es ja nicht umsonst im Hinspiel gesagt, dass sie explizit über die Seite gespielt haben. Sie werden es wieder tun. Ich würde es nicht anders tun. Conny Leimer, aber wenn Davis spielt, kannst du auch über die Davis-Seite spielen. Auch der kann keine Flanke verhindern. Kann Conny Leimer auch nicht. Conny Leimer ist dazu noch super einfach zu überspielen. Ja? Also, ich weiß nicht, wie man diese Art Spieler als Rechtsverteidiger aufstellen kann. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Ja, wirklich, wenn man meint, Stani, ja, hat ein schlechtes Spiel gemacht gegen Frankfurt, war es, glaube ich, ne? Stani kann das nicht, Boe kann das nicht. Alter, dann stell den verfickten Kimmich dahin. Punkt. Aber doch nicht ein Conny. Junge. Also wenn er das gegen Leverkusen wieder macht, dann haben wir noch einen Punkt mehr für Leverkusen. Also wenn da wieder ein Conny aufläuft als Rechtsverteidiger, alter, Katastrophe. Wir werden es sehen, ey. Nee, da gehe ich mit, Olli. Dass ein Kimmich keine 22 wert ist. Kimmich ist auch keine 20 Millionen wert. So, da gehe ich mit. Aber die Sache ist doch, du musst das im Verhältnis sehen. Das ist doch, was ich gerade sagte. Ja? Warum soll denn Kimmich, der sportlich aber 3 Stufen über Alphonso Davies steht, warum soll der denn jetzt sagen, ja, nee, dann nehme ich 15. So, wo ist der Sinn? Da ist man doch selber schuld an dem Gehaltsgefüge. Ich garantiere dir, hätte ein Alphonso Davies keine 15 Millionen und Musiala keine 25 Millionen, hättest du zum Kimmich sagen können, pass auf, Josh, komm, wir wollen ein bisschen das Gehaltsgefüge hier, können wir uns auf 15 Mille einigen? Ich garantiere dir, der hätte ja gesagt. 100 Pro. Dass er das jetzt nicht macht, ja, völlig fein, Alter. Würde ich auch nicht tun. Da ist ein Durchschnittsspieler, der 15 Millionen verdient, mit Prämien 20. Soll dann Josh sagen, ey, pass mal auf, nee, alles ist gut? Leute, nee, sorry. Das klappt halt nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass Manuel Neuer auch in dieser Riege noch ist, ne? Im Alter von Krückstockmäßig unterwegs. Ach so. Michael Olise ist also ein schlechter Spieler, oder was? Tresensportler? Also Michael Olise ist ein schlechter Spieler, oder? Für dich. Also für mich ist es kein schlechter Spieler. Ich denke, er ist gerade in der Offensive der beste Spieler, den wir haben. Was ein Tullux, Alter. Und das, was du schreibst, ist völliger Schwachsinn. Sorry, um das mal ganz klar zu sagen. Der Fußball hat sich diesbezüglich einfach geändert. Die Topspieler bekommen nur mal 20 Millionen bei jedem Verein. Nee, das ist Schwachsinn, was du erzählst. Kannst du gerne mal googeln. Google mal, wie viele Top-Mannschaften Spieler in ihren Mannschaften haben, die mehr wie 15 Millionen im Jahr bekommen. Kannst du mal die Augen groß machen. Weil dann haben die großen Mannschaften alle nur 3, 4 Top-Spieler in ihrer Mannschaft. Ja? Und der Rest sind alles Mitläufer. Dann sind wir also so außergewöhnlich, weil wir so viele haben, die so viel Geld verdienen, oder was? Wilder Take. Wenn wir über Mbappés oder Haalands reden, jo. Aber das sind auch für mich Spieler, wo du das Wort Top-Spieler benutzen kannst, ja. Bayern hat mehr Erfahrung als Leverkusen in der Königsklasse. Ja. Weil das so entscheidend ist, wa? Hat uns Feyenoord Rotterdam ja gezeigt, oder? Ich denke auch, ja. Hat die Erfahrung ganz klar gesiegt.
Auch das Spiel gegen Celtic hat das ganz klar gezeigt. Also die Erfahrung, ich glaube auch das Tor von Fonzie Davis ist einfach der Erfahrung geschuldet gewesen. Also das hat man gesehen, das war ein Erfahrungstor. Dass wir da so souverän weitergegangen sind gegen Celtic Glasgow in der Champions League. Ja, hat es ganz klar gezeigt, also wild. Sorry, Alter, Erfahrung, was bringt die Erfahrung? Ey, die Diskussion haben wir so oft gehabt, ne? Immer dieses dumme Gelaber von, oh ja, nee, die Jugendspieler kannst du nicht bringen in der Champions League. Nehmen wieder Beispiel Michael Olise, ist der unerfahrenste Spieler in dieser Mannschaft. Ja. Sorry, das kannst du ja bringen, wenn wir reden, wie im Celtic im Hinspiel oder sowas. Wenn du Spieler hast, die solche Stadien erlebt haben, da gehe ich mit. Da ist Erfahrung von Vorteil. Oder keine Ahnung. Nimm schlechte Erfahrungen, wie du kriegst das Tor kurz vor Ende oder sonst was, dass du weitermachst, dass du Glauben hast, ja. Weil du diese Erfahrung schon gemacht hast, dass alles geht im Fußball. Da gehe ich ja mit, ja. Aber ansonsten, ansonsten geht es um Qualität, ja. Und warum soll ein junger Spieler, der diese Erfahrung halt noch nicht hat, warum soll der schlechter sein? Nee. Es gibt mit Sicherheit Situationen, wo Erfahrung wichtig ist, ja. Aber nochmal, Feyenoord, wir mussten gewinnen. Es war jedem in dieser Mannschaft klar. Und jeder in dieser Mannschaft hat Erfahrung gehabt bis, was hat es dir gebracht? Du hast 3-0 verloren. Ja. Also wenn es danach geht, dann ist ja alles gut. Ja. Dann würden ja alle italienischen Mannschaften alle Europapokalwettbewerbe dominieren, weil sie in der Regel die ältesten Mannschaften sind, weil sie immer die erfahrensten Spieler noch verpflichten. Und dann wäre das bei uns ja ein Selbstläufer, weil wir was haben wir? Den ältesten Kader in der Bundesliga und ich glaube den drittältesten in der Champions League. Also heißt, wir kommen auf jeden Fall ins Halbfinale. Weil wir einfach einen Uralt-Kader haben. Und dann guck dir mal gerne die Leistung die Saison an, der Champions League. Dann siehst du, dass Erfahrung halt eine untergeordnete Rolle spielt. Ne? Erst recht bei dieser Art Fußball, die wir spielen. Bei dieser Art Fußball wäre es ja gut, wenn wir Spieler hätten, die 90 Minuten Vollgas geben können. Und das können halt gewisse Spieler in gewissem Alter halt nicht mehr so. Ne? Aber nur meine Meinung. Und das auf Leverkusen zu beziehen, die letztes Jahr durch die, was war das, Europa League gefegt sind, boah, das ist aber auch ein ganz wilder Take, ja. Und wir reden jetzt auch nicht von Mainz 05, die noch nie in der Champions League gespielt haben oder einmal oder sowas. Wir reden über Leverkusen, die auch eigentlich in der Regel seit Jahren international spielen, außer wo sie ihre schlechte Phase hatten, ja. Und dann geh gerne mal die Spieler durch in Leverkusen. Da spielt auch ein Granit Xhaka. Ja, ist der so super unerfahren oder was? Weiß ich nicht. Nochmal, wir können ja meinetwegen nehmen Schlüsselpositionen, wo es wahrscheinlich gut ist, dass du einen erfahrenen Spieler hast, wie so eine zentrale Posi. Aber Leute, Erfahrung wird immer so hochgehangen. Nee, sorry, da gehe ich nicht mit. Aber es kommt vielleicht immer auf die Spielweise auch drauf an, ne? Also ich denke, dass das Spiel gegen Leverkusen wird einfach die Tagesform entscheiden. Und nicht, wer hat welche Erfahrung. Ja. Leverkusen hat 14-0 in Liverpool verloren. Wir haben 13-0 in Feyenoord verloren. Alter. Boah, ey, ich so eine dummen Takes lese, könnte ich kotzen, Alter. Sag ich euch, wie es ist. Was sagt das jetzt aus? Der FC Bayern hat noch nie gegen Xavi Alonso gewonnen, seitdem er Leverkusen-Trainer ist. Punkt. Also sind wir ausgeschieden aus der Champions League. Ist genauso ein dummer Take, oder? Merkst du es? Junge, Alter. Wir haben 5-1 gegen Barcelona verloren. Ja, und jetzt? Was hat das denn für einen Einfluss auf ein Spiel gegen Leverkusen, Alter? Junge, erstmal waren die Spiele wann? Was hat das mit der aktuellen Form zu tun? Was hat das mit dem aktuellen Kader zu tun?
Haben wir schon mal gegen Alonso gewonnen, seitdem er Leverkusen-Trainer ist? Nee, haben wir nicht. Ist das dann vielleicht der bessere Take? Leverkusen hat 14-0 in Liverpool verloren. Grandios. Heute, Alter. Ich dachte, heute ist entspannt, Alter. Ich hab dir das gesagt, dass das so laufen wird. Nee, wir können das Spiel nicht nochmal zusammen gucken. Da habe ich keine Zeit für, Chico. Du hast meinen Punkt auch nicht verstanden. Das ist aber auch nicht schlimm. Erstens, ja, zum Glück hat Wirtz das Tor nicht gemacht, weil dann wäre dein komischer Take sowieso schon hinfällig, weil dann hätte das eine Duell gereicht. In der Regel spielt ein Opa nicht gegen Wirtz. Es sei denn, Alonso spielt wieder ohne Stürmer. Das ist mein Take, den ich habe. Was willst du dann machen? Willst du dann sagen, ich stelle einen Opa als Sechser auf, der einen Wirtz in Manndeckung nimmt oder was? In der Regel ist ein Stürmer da bei Leverkusen. Warum Alonso das gegen uns da nicht getan hat, weiß nur er. Aber das werden wir doch sehen Mittwoch. Ja? Und wenn du dich jetzt so da auf den Opa raufziehst, hat der Opa die letzten Spiele gespielt? Kommt er wieder aus einer Verletzung, falls er überhaupt spielt? Haben wir hier, um mal irgendwelche wilden Vergleiche zu bringen, letztes Jahr gesehen, wo er aus einer Verletzung kam, wie stark er war? Was ist das für ein Take, Alter? Ja, Opa hat ein gutes Spiel gemacht gegen Leverkusen, war der beste Mann auf dem Feld und dank Opa ist es nicht schlimmer ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Und trotzdem hat Leverkusen 2 Lattenschüsse gehabt, mehrere gute Torschüsse und am Ende hat Wirtz den Ball neben den Pfosten gelegt. Ja. Was hat das mit dem Spiel jetzt zu tun? Nichts, Alter. Und nur weil Opa ihn jetzt einmal aus dem Spiel genommen hat, ja, spiel mal 10 Spiele, dann können wir doch mal ein Fazit ziehen. Guido Buchwald hat Maradona auch mal während der WM aus dem Spiel genommen. Ja, hätte er das in 10 von 10 Spielen 10 Mal getan? Nein, mit Sicherheit nicht. Ja. Das spielt doch keine Rolle für Mittwoch. Was spielt das für eine Rolle? Ja, vielleicht, dass ein Opa ein bisschen Selbstvertrauen hat, wenn er auf den Wirtz drauf zuläuft. Ja, wenn der Wirtz einen guten Tag hat, sorry. Dann kann da ein Opa stehen, dann kann da Lothar Matthäus stehen oder sonst wer stehen. Das ist dasselbe wie Musiala. Wenn Musiala einen guten Tag hat, kannst du auch dahin stellen, wen du willst. Ja, das sind halt Ausnahmefußballer. So. Keine Ahnung, was willst du jetzt sagen? Wir machen den Überraschungstake und stellen Opa ins Mittelfeld und sagen, niemand wird's in Manndeckung, oder was? Das wird nicht klappen. Der Opa muss da stehen, wo er steht, und wenn Wirtz auf ihn zukommt, ja. Hoffentlich hat er dann die Leistung und kriegt es wieder so hin. Ja. Aber vielleicht steht da einfach auch ein Chick. Ja, oder ein Boniface. Und dann gucken wir mal, wie ein Opa aussieht. So, ich bin der Letzte, der einen Opa schlecht reden will. Der spielt eine super starke Saison. Aber wir können doch da jetzt keine Rückschlüsse drauf ziehen, Alter. Das ist ein Spiel, jetzt erstmal Tagesform und gut. Ja, und wenn wir auf die aktuelle Form gucken, dann muss man ehrlich sein als Bayern-Fan und muss sagen, dass Leverkusen gerade besser drauf ist. Punkt. So, und wir können hoffen, dass es Mittwoch nicht so ist. Ja, es ist unser Stadion, die Fans sind da, wir haben eine neue Hymne, vielleicht springt der Funke über, vielleicht ist mal das ganze Stadion da, dass wir auch mal wirklich einen Vorteil aus dem Heimspiel im Europapokal haben. Ja, und hoffentlich kriegen wir die PS auf dem Rasen. So. Das ist das Ding. Und nicht um Opa da jetzt, was weiß ich, was macht. Es wird mit Sicherheit nicht an einem Spieler liegen, Alter. Und das haben wir gegen Leverkusen auch gesehen, ja. Wenn du das Spiel 10-mal spielst, was wir da gespielt haben, verlierst du es auch 9-mal. Und selbst wenn Opa und Wirtz dann, was hast du geschrieben? 10 von 12, und wenn er 12 von 12 macht, Leverkusen besteht nicht nur aus Florian Wirtz, ja. Genau wie wir nicht nur aus dem Musiala bestehen, obwohl wir von Musiala abhängiger sind wie Leverkusen von Wirtz. Aber auch nur meine Meinung. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Also, Fonzie Davies, Alter, da wird auch nichts meiner Meinung ändern.
Ja, das ist die einzigste rationale Geschichte ist, dass du einen Davis verlängerst, damit ein Musiala verlängert. Das ist die einzige rationale Geschichte. Ja, nichts anderes. So, und du das halt vielleicht besser verkaufen kannst, weil jung, weil Potenzial, weil unter Kompanie eigentlich auch gesetzt, als zu sagen, oh nee, wir behalten den anderen Bro, der Leroy Sané ist. Wie willst du das verkaufen? Das wäre ja noch katastrophaler gewesen. Du machst dich aber einfach unglaubwürdig, wenn du dich da hinstellst als Vereinsführung und sagst, oh, Alphonso Davies gehört zu den Leistungsträgern, der ist in dem obersten Regal. Ey, wer soll das glauben? Das wäre dasselbe, du stellst dich da hin und sagst, ja, Conny Leimer ist Rechtsverteidiger, Weltklasse-Leistung, der muss jetzt 20 Millionen verdienen. Das ist 1:1 dasselbe, wird doch auch keiner auf die Idee kommen. Junge. Aber kann er ja jetzt gegen Leverkusen zeigen. Bin gespannt. Bin gespannt, ob er überhaupt aufgestellt wird oder ob da nicht eher ein Ito stehen wird. Mal abwarten. Ja, wir werden sehen, ob wir Leverkusen weghauen. Mein Take ist, wir hauen Leverkusen nicht weg. Aber wegen mir können wir es sehr gerne tun, ja. Let's go, Alter. Ich bin für ein 5-0. Ich bin auch für, egal welcher Sieg. Ja, mir ist auch egal, wie wir spielen, Alter. Ich nehme das Ergebnis. Also wir können, wegen mir können wir 2 unrechtfertigte Elfer kriegen, Abseitstor schießen und gewinnen das Spiel 3-2. Bin ich völlig fein mit. Hab ich kein Problem. Ja, Bronny, aber genau das passiert doch gerade nicht, was du schreibst. Ja, aber finde, man kann Kimmich die Zeit geben, weil wir im Mittelfeld genug Alternativen haben. Verstehe nicht, warum man bei Josh immer so rumheult von Vereinsseite aus und bei den anderen nicht. Ja, aber genau das passiert doch gerade nicht. Oder wie? Oder verstehen wir uns jetzt falsch? Oder meinst du, man heult von Vereinsseite rum, weil Kimmich sich so viel Zeit lässt? Dann bin ich bei dir, ja. Aber ansonsten ist es ja gerade, dass man bei Kimmich irgendwie versucht, ein Statement zu setzen, was die völlig verkehrte Anlaufstation ist, was man halt hätte bei Fonzie Davies tun sollen. Na gut, du hast das wahrscheinlich so gemeint, wie ich es beim zweiten Mal gesagt habe. Ja, man prangert Kimmich halt an, weil man an Kimmich andere Erwartungen hat. So, man prangert Kimmich an, weil Kimmich, gerade wir alte Säcke, weil wir immer in Kimmich gesehen haben, wow, er ist der nächste Marc von Bommel. So. Er ist der Kapitän der Zukunft, unser Leader, der nächste Schweini. So, das war immer die Hoffnung, die man hatte, wenn man Kimmich gehört hat. So, und deswegen ist das so emotional, glaube ich auch. Weil Kimmich das auch selber von sich erwartet, es aber einfach nicht ist. Ja. Weil er einfach eine andere Generation Fußballer ist. Ja. So, du siehst das nicht. Du siehst das bei ihm. Er kann das ja in der Kabine sein, mag sein, er ist es aber auf dem Feld einfach nicht. Ja, da ist das ja noch mehr Leon wie Josh. Und das ist schade. Weiß ich auch nicht, warum das so ist bei Josh. Keine Ahnung. Er kriegt es ja immer nach dem Spiel hin, da kann er die Fresse aufreißen, da kann er kritisch sein. Das ist halt auch noch das andere Thema, warum das bei mir zum Beispiel so kritisch ist. Warum macht er das nicht auf dem Feld in dem Spiel dann? So, das verstehe ich halt nicht. Ja. So, da ist er dann, da duckt er sich weg. Da siehst du ihn nicht, da ist er blass. Und nach dem Spiel stellt er sich dann hin. Ja, wir sind aber keine Spitzenmannschaft, ne? Da packe ich mir auch an der eigenen Nase. Ja, dann zeig es doch auf dem Feld, Alter, dass du diese Art Spieler bist. Dann versuch doch den Einfluss zu nehmen, wenn die Mannschaft scheiße spielt. Geh doch hin mit breiter Brust, stell dich da hin und sag, ich bin der Joshua Kimmich, Alter. Ich bin euer Häuptling. So. Und versuch doch was zu einzunehmen. Wenn das dann nicht klappt, alles gut. Dann bist du fein. Dann kannst du dich nach dem Spiel da hinstellen und kannst die Fresse aufreißen. Dann fühle ich das, ja. Aber das passiert ja nicht. Er geht mit unter, wie ein Mitläufer auf dem Feld, tippelt da rum. Nimm das beste Beispiel Leverkusen-Spiel, Alter.
Du hast den 30 Minuten gar nicht gesehen. Ja, und nach dem Spiel stellt man sich da hin und hat große Fresse. Und kritisiert. Das verstehe ich halt nicht. Das passt halt nicht zusammen. Da machst du wie Manu und halt ganz die Gosch. So, und das sind die Erwartungen, die man hat oder die ich habe. Und deswegen ist man bei so einem Josh immer so polarisiert. Weil man hofft immer, er macht jetzt endlich den letzten Stepper und wird das. So, und das passiert halt nicht. Und das passiert auch nicht mehr. Zug ist abgefahren. So, und sportlich gibt es dieses Jahr nichts zu kritisieren an Josh. So. Feierabend. Hat ein paar schlechtere Spiele gemacht, ja, aber im Großen und Ganzen war es super stark bisher die Saison. Feierabend. Ist das dann das Gehalt wert? Nein, aber darüber brauchen wir nicht reden. Wenn wir einen Durchschnittsspieler von 15 Millionen haben, brauche ich mich nicht wiederholen, Alter. Da ist doch klar, dass ein Josh auch da in diese Riege geht. Feierabend. Aber das ist, glaube ich, so das Problem bei uns. So, wir haben halt einfach die Sehnsucht nach, wir haben immer so diese zentrale Position gehabt im Mittelfeld. Gehst durch. Wir haben letztens noch den Effe gesehen. Ja. Danach hast du einen Marc van Bommel gehabt, du hast einen Schweini gehabt, dann hast du irgendwann den Alonso gehabt, du hast einen Thiago gehabt. Thiago war jetzt vielleicht auch nicht der große Führungsspieler, ja, aber die Art Fußball zu spielen, du hast einen Martinez gehabt und dann hast du jetzt die ganzen Jahre da Kimmich, Goretzka rumhuschen gehabt, ja, wo nicht einer von beiden die Eier gehabt hat, um mal zu sagen, ich bin hier der große Zampano auf dem Feld. Außerhalb vom Feld haben das immer beide, haben immer die Goschen groß, sind ja so eine tollen Vorbilder und gehen immer regelmäßig mit der Mannschaft unter. Ja? Und deswegen war es mal so erfrischend, den Goretzka in Stuttgart zu sehen, dass das halt mal nicht so war. Ja? Erste Halbzeit war der nicht zu sehen, zweite Halbzeit hat er dann endlich mal die Rolle angenommen. Ja, Palhinha hat auch ein bisschen defensiver gespielt, alles gut. Aber dann hast du ihn mal gesehen. Ja? Und der hat auch Feuer gegeben. So, und das erwartet man halt einfach von einem Kimmich. In den Spielen, wo es nicht läuft. Wo es läuft, heute kann das jeder. Ja? Wissen wir alle. Da muss in den Spielen passieren, wo es nicht läuft. Und nicht nach dem Spiel dahinstellen und ja, wow. So, und die Erwartung hat man. Und wenn man die Erwartung hat, dann ist man kritisch und ist enttäuscht. So. Und die Erwartung hat man, weil Josh die Erwartung geschürt hat und selber kommuniziert hat. In all den Jahren, wo er beim FC Bayern ist. Hätte er das halt nicht getan, würde man ihn vielleicht nicht so kritisch sehen. Das ist mein Take. Nee, ich kann den Kimmich ja auch verstehen, Sonny. Verstehen kann ich das schon. Hab ich ja auch schon gesagt. Hab ich schon im letzten Stream gesagt. Kimmich war diese Saison nicht eingeplant. So, Kimmich wollte man verkaufen, um noch Kohle zu machen. Deswegen hat man Palhinha gekauft. Ja. Und dann kann man das auch schon verstehen, wenn man dann mal irgendwie so ein bisschen den Stinkefinger macht. So. Hallo Kai, dachte zuletzt so, den Palhinha hat der FC bislang aber echt kein Glück gebracht. Erst klappt der Transfer nicht zu dem Trainer Tuchel, der ihn unbedingt wollte als Holding Six, und unter Company spielt er kaum eine Rolle. Ich glaube, mit Palhinha als Holding Six und Kimmich als RV wäre FCB bockstark in der Defensive. Ja, gehe ich mit. Kimmich macht im Moment schon wieder zu viel an zu vielen Orten auf dem Platz. Ja. Genau das ist das Problem von Kimmich gerade ein bisschen. Ja. Ist ja, was ich vorhin sagte. Anfang der Saison, wenn du Anfang der Saison nimmst mit Pavlo, war das perfekt. Da hat Kimmich dann halt mehr den rechten Verteidiger und den Sechser gemacht, so einen halben Achter. Dann hat man ihn das ja wieder weggenommen, die Sechserposition, und irgendwie kommt Joshi nicht klar, wenn er nur eine Position bekleiden soll. Irgendwie muss er immer 2,5 bekleiden, gefühlt. Aber ja, er macht im Moment wieder zu viel. Siehst ja, er steht da neben Pavlo, dann spielen die den Ball über 2 Meter, nehmen sie gegenseitig die Räume weg und dann ist hinten keiner und ach, Katastrophe. Aber was hat ein Kompanie ja selber gesagt jetzt letztens? Er hat ja selber gesagt, dass wir in der Zentrale halt nicht organisiert genug sind. Ja, so. Muss man halt mal wieder dahin kommen. Ach, gibt genug Kimmich-Fanclub-Mitglieder finden, Baby. Nimmst du deine Figürchen da als Trophäe, dann geht das schon. Kimmich-Fanclub.
Also ich werd kein Mitglied. Ich bin dann stilles Mitglied. Dich will ich da auch gar nicht haben. Ich mache den Schatzmeister. Gar nichts machst du. Ich verhandle dann für Josh. Ich fand es schön, dass du die ganzen Twitch-Streams später auf YouTube geladen hast. Waren es nur Ausschnitte, glaube ich. Nö. Nö. Ich habe zuletzt war es halt weniger, weil wir Videos geschaut haben. Also hier, wenn ich jetzt so wie jetzt sitze, hier quatsche, das lade ich immer hoch. Auch am Stück. Ich nehme vielleicht ab und wann mal dann noch einen Ausschnitt, den ich extra nehme, aber in der Regel nicht. Es war letztes Mal halt nur weniger, weil wir Videos geschaut haben. Und ich das auf YouTube halt nicht hochladen kann. Ja, Michael ist im Moment auch der beste Bayern-Spieler. Ja. Da gibt es, glaube ich, wenige, die das anders sehen. Es gibt immer irgendwelche Experten, die immer irgendwie was schlecht reden wollen. Das war auch wieder gegen Stuttgart so. Da habe ich mich voll gewundert. Ja, Michael, es wäre ja schön. Was hat er gesagt? Wenn er mehr Tore schießen würde, torgefährlicher wäre. Ich dachte mir so, was laberst du für eine dumme Scheiße, Alter? Hä? Also. Ohne Scheiß, das war der Glücksgriff diese Saison. Ja. Stellt euch vor, dieser Spieler wäre nicht da, Alter. Da will wir gar nicht darüber reden, dass wir gerade gegen Leverkusen Chancen haben, weiterzukommen. Ja. Da will wir nämlich gar nicht in dieser Posi sein, das sagen zu können. Ja, junge Spieler, ohne Scheiß, das ist ja, wie ihr schreibt, das beste Beispiel, guck einfach nach Barcelona. Guck einfach nach Barcelona. Und nicht nur, weil Flick der Trainer ist. Das hat Barcelona schon vorher getan, egal wer der Trainer war. Jedes Jahr. Jedes Jahr ziehen die mindestens meistens sogar 2, 3 hoch. Und die sind 16 bis 18. Das spielt gar keine Rolle. Ja. So, die sind durch ihre Jugendakademie durch und dann hat man das Vertrauen, der hat das Talent, der hat alle Fähigkeiten, komm rein, zack, du spielst alles, Champions League komplett, bam, Feierabend. Ja, das ist der große Unterschied zu uns. So. Und den Spielern zahlst du auch nicht sofort in den ersten 2, 3 Jahren 20 Millionen Jahresgehalt. Warum? Ja. So, und da, was interessiert die Erfahrung? Ja. Was interessiert die Erfahrung? Wie gesagt, in manchen Momenten, ja, in manchen Stadien, ja, gewisse negative Erlebnisse. Bringt dir das mit Sicherheit was, wenn du das schon mal erlebt hast, ja, und dich das nicht mehr so mitnimmt? Natürlich. Aber wie viel bringt dir denn gerade in so einer alten Mannschaft wie bei uns, wie viel bringt dir denn Unbekümmertheit? Warum war denn so ein Tell unter Tuchel, wo er eigentlich keine Rolle gespielt hat, so stark in dieser Phase? Weil er unbekümmert war, weil er rein ist und hat einfach Fußball gespielt. Warum ist ein Michael gerade der Stern am Himmel, der entscheidende Faktor? Oder warum ist so ein Musiala gerade das Gegenteil? Ja, das eine ist Unbekümmertheit und das andere ist, oh ja, ich bin jetzt der große Superstar, ich verdiene 25 Millionen und habe jetzt 20.000 Gedanken im Kopf. Ja. So, und da muss Musiala erstmal mit klarkommen. Hoffen wir, dass das hinkriegt, ja. Und ein Michael muss sich das einfach behalten, ne? Aber er ist halt auch nicht so ein Gucci-Knabri oder so ein D-Boy. Ich glaube, zumindest er macht den Eindruck so eher, ja, ist mir so egal. Ja, ist mir egal, ob die Leute irgendwie was Gutes oder was Schlechtes schreiben. Zumindest macht er so den Eindruck nach außen. Aber das werden wir auch erst mit der Zeit sehen, ne? Das ist das. Und da spielt am Ende die Erfahrung. Das ziehen sich immer viele Leute dran hoch, ja. Nehmen Manuel Neuer dieses Jahr. Hat die Erfahrung ihm jetzt so viel gebracht dieses Jahr?
Also er war laut Statistik der schlechteste Torwart oder ist laut Statistik der schlechteste Torwart in der Champions League. Und habt ihr gesehen, welche Mannschaften da drin waren in dieser Gruppengeschichte? Von allen diesen Mannschaften war Manuel Neuer statistisch der schlechteste Torwart. Hat ihm also die Erfahrung so viel gebracht? Jetzt können wir über die Statistik ein bisschen streiten, ja, aber geh die Mannschaften mal durch. Statistisch gesehen hätte jeder Torwart von allen anderen Mannschaften mehr Schüsse gehalten, die 1:1 dieselben Schüsse gewesen wären wie Manuel Neuer. Ja. So, und das ist ein Fakt. Und selbst wenn du jetzt sagst, die Statistik hinkt, dann streiche meinetwegen ein Drittel der Mannschaften raus, dann ist es immer noch so. Ja. So, was bringt dir die Erfahrung? Und wir reden über eine Position, wo man sagt, ey, Erfahrung ist beim Torwart aber hier. Warum konnte ein Buffon so lange spielen? Weil er super erfahren ist. Ja. Das ist die Position, wo du redest, das ist die Position, wo die Erfahrung mit das Wichtigste ist. Und die hat Manuel Neuer nichts gebracht, weil einfach keine Leistung da ist. Ja. Und wenn keine Leistung da ist, bringt die Erfahrung nichts. Wenn wir darüber reden, da ist Spieler X 19, Spieler Y 30. Die haben beide das sportliche Level. Dann gehe ich mit. Dann sag, komm, wir nehmen den 30-Jährigen, weil er hat schon die Erfahrung gemacht. So. Das ist aber der einzige Fall, wo wir darüber reden können. Ja, ansonsten hat sich immer die Qualität durchzusetzen und nicht das Alter oder die Erfahrung. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, oder? Chico, du meinst, dass er die Spiele nicht gesehen hat gegen Real? Selbst wenn er die Spiele nicht gesehen hat gegen Real. Kann ja gut sein, vielleicht hat er nicht die Zeit dafür. Sollte er auch die Spiele, die Conny Leimer dieses Jahr als Rechtsverteidiger gespielt hat, sollte er doch gesehen haben, oder? Weil er ist ja unser Trainer. Wird er also gesehen haben. Und selbst dann müsste er doch gesehen haben, dass das eine Katastrophe ist defensiv, oder? So, also scheint ihm ja die Defensivposition als Außenverteidiger jetzt vielleicht nicht so wichtig zu sein. Weil sonst würde ich einen Conny da nicht immer und immer und immer wieder hinstellen. Und hätte vielleicht auch nicht so auf den Alphonso Davies gesetzt. Ja? Also ist ja wahrscheinlich eher der Gedanke, ja, mir ist wichtiger, was die offensiv machen. Wie sie im Gegenpressing sind, solche Geschichten. Da ist er dann vielleicht mit der Zeit ein bisschen von weggekommen, weiß ich nicht. Aber ein Conny spielt halt immer noch da. Ja? Deswegen sage ich ja, warten wir nächste Saison ab, ob wir dann überhaupt noch mit Außenverteidigern planen. Weil alles, was ich so sehe von Kompany, glaube ich eher, dass er der Typ Dreierkette ist. Sage ich euch, wie es ist. Und das ist auch der Grund, warum man wahrscheinlich einen Ito verpflichtet hat. So, und dann wird das nicht mehr diese Rolle spielen. Und vielleicht will man deswegen im Hinblick darauf schon Conny dahin bringen. Ich habe keine Ahnung. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also für mich gibt es keinen. Ich habe nicht ein Spiel, ja. Ein Spiel habe ich mal gesehen, wo Conny einigermaßen defensiv Passage für den Rechtsverteidiger gegeben hat. Alles andere war eine Katastrophe defensiv. Ja, nach vorne natürlich. Ja, gerade wenn er dann mit ins Mittelfeld aufrückt, das ist Conny. Ja, da ist er stark. So. Aber sobald der Gegner in unserer Hälfte ist das ein Totalausfall. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was man da sieht. Vor allem hat er sich ja dann auch selber in die PK gesetzt und gesagt, ja, wir wissen, dass Conny auch im Zentrum spielen kann. Also er weiß das auch. Keine Ahnung. Bevor es endet, ich danke dir für deine und wie fast immer sehr konstruktiv kritischen Beiträge und Bewertungen. Im Gegensatz zu vielen hier hast du keine rosarote Vereinsbrille auf und deshalb schätze ich deinen Kanal und mache dieses Format für alle absolut wertvoll. Stefan, vielen lieben Dank. Ja, ist ja immer Geschmackssache, ne? Manchmal habe ich auch die rot-weiße Brille auf. Vor allen Dingen bei Josh. Ja, das kann auch gut sein, euch. Also wie gesagt, pessimistisch bin ich nicht. Ich bin einfach, wenn ich so die letzten Spiele von uns sehe, bin ich ja schon bei den 40%. Ja. Wären die beiden Spiele nicht gewesen, wäre ich bei 20 gewesen.
Weil die Rückrunde war bis jetzt echt grausam, ne? Klar, wir haben die Ergebnisse eingefahren, aber wichtig ist, ja, dass die Spieler fit sind, Alter. Das ist das Ding. So. Weiß nicht, wie fit Leverkusen ist. Wir werden es sehen am Mittwoch, ne? Fertig aus. Wie gesagt, mein Tipp wird 3-3 sein. Und dann schauen wir mal. Aber in dem Spiel kann alles passieren. Denke, Conny spielt wegen seiner Mentalität, die will der Trainer auf dem Platz haben und in der Mitte spielt er halt aus bekannten Gründen nicht alles schräg. Ja, ey, das ist ja völlig fein, wenn man Conny auf dem Platz haben will, sehe ich ja ein. Ne? Ich habe es ja auch schon 100-mal gesagt, ich sag's gerne nochmal, weil das ja meine Lieblingsdiskussion ist. Dann stell den scheiß Conny doch auf die Achterposition. Da war er in Leipzig in einem ähnlichen System der Leader. Die Maschine. Ja, das ist seine Pose in so einem System, wo wir über hohes Pressing, über Gegenpressing reden. Das ist sein Spiel, Alter. Der ist wie ein scharf gemachter Hund, den ihn loslässt, Alter. Ja. Und genau das ist ja, was ihn zu einem schlechten rechten Verteidiger macht, weil er viel zu oft drauf geht wie ein Berserker und dann ein Doppelpass, ein Pass in die Tiefe und er ist weg. Ja, ist ausgespielt. Deswegen, dann nimm doch unseren König Josh, pack ihn dahin, wenn du meinst, du willst einen rechten Verteidiger haben, der stark ist, und dann pack doch die Bestie in die Mitte, wo er hingehört. Und da müssen wir doch über nichts diskutieren. Ja? Aber irgendwie hat man da nicht die Eier zu. Meinetwegen stell ihn auch zu kimmig dahin. Ja, ist doch auch fein. So, und dann stell halt einen Stunny oder einen Boe als Rechtsverteidiger. Dafür sind sie doch da. Weiß nicht, warum man 2 Rechtsverteidiger hat, die man nicht dahin stellt. Und man stellt dann einen hin, der kein Rechtsverteidiger ist. Das geht in meinen Kopf nicht rein. So, will man Conny gerade umschulen oder was? Er wird ja nie ein defensiv starker Rechtsverteidiger werden, weil er dafür viel zu aggressiv ist. So. Ja. Und wenn man sich mal die Zweikämpfe anschaut, auch gegen Stuttgart, dann sieht man auch, dass ein Conny nicht schlau ist in den Zweikämpfen, was du als Verteidiger sein musst. Wie viel plumpe Fouls er macht. Ja? Also er kann ja froh sein, dass er gegen Stuttgart erst so spät die gelbe Karte bekommen hat. Wie viel plumpe Fouls das vorher schon waren. Alter. Nein, der ist alles, aber kein rechter Verteidiger. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht sieht. Oder warum man das sieht und das freiwillig in Kauf nimmt. Und nochmal, gegen Leverkusen kannst du das nicht nochmal in Kauf nehmen. Meiner Meinung nach. Ja, der ist auch sehr ruppig. Wie gesagt, der hat halt keinen schlauen Zweikampf, weil er viel zu fickrig ist. So. Wenn du ein guter Außenverteidiger bist, ja, dann lässt du den Spieler auf dich zukommen, ja, in vielen, vielen Situationen und rennst nicht drauf wie ein Idiot und wirst dann ausgespielt. Ja. Katastrophe. Er ist aber auf der anderen Seite nicht besser. Alphonso Davies kann das auch nicht. Oder auch sehr schlecht. Nein, im Mittelfeld gegen Leverkusen wird ja nicht passieren. Sei denn, Josh ist verletzt und Pavlo kann auch nicht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht sagen würde, er macht einen Goretzka-Conny in der Mitte. Ein Palhinha hat ja jetzt nicht wirklich überzeugt gegen Stuttgart. Ja, wild. Wir werden es sehen. Ja, aber anscheinend wollte der ja nicht zum FC Bayern, wa? Ich glaube schon, dass man sich mit Frimpong beschäftigt hatte damals, aber da gehört der Spieler natürlich auch immer dazu. Und nochmal, warum geht man immer davon aus, nur weil ein Spieler eine Ausstiegsklausel hat, warum soll der Spieler unbedingt weg wollen? Ja. Ist deutscher Meister geworden, ist Pokalsieger geworden und vielleicht hat er einfach Bock gehabt, die nächste Saison mit dieser geilen Mannschaft unter diesem geilen Trainer in der Champions League zu rocken. Ja. So, nur weil immer irgendein Verein schreit und derjenige eine Ausstiegsklausel hat, heißt das doch nicht, dass man weg will, Leute. Ja?
Ja? Das darf man nicht verwechseln. Das ist dasselbe wie jetzt bei uns mit Musiala und so weiter. So, nur weil die Leute eine Ausstiegsklausel haben, heißt das doch nicht, dass die sagen, wenn der als erstbeste Verein kommt, jo, Hovi, hau rein. Jo, kommt jetzt Manchester United, Alter, die dümpeln auf Platz 16 in der Premier League rum oder so, was weiß ich wo. Was willst du da? Ja. So, vielleicht wollte der Spieler einfach gerne in Leverkusen bleiben. Punkt. Und das ist doch völlig legitim. Ist doch selber mit dem Alonso. Warum hätte Alonso denn da jetzt weggehen sollen? Das ist ja, was ich auch gesagt habe. Ja, ja, der Alonso kommt nach Bayern. Na klar, kommt der nach Bayern. Na sicher. Was will er in Leverkusen? Ja, der hat eine super gute Truppe aufgebaut, mit der er so ist, Alter, und er will halt die Champions League rasieren. Ja, logisch. Nur weil der FC Bayern ruft, heißt das nicht immer, dass alle sagen, oh, jo, klar, komm. Es gibt halt noch Spieler, denen ist nicht das Geld das Wichtigste, wa? Weil er hätte mit Sicherheit mehr Geld bei uns bekommen, aber Geld ist halt nun mal nicht alles, ne? So ist das halt, Leute. Eher macht er Palinja Goretzka. Ja, gehe ich auch von aus. Gehe ich auch von aus, leider. Ja, Chico, ist ja alles gut. Kannst ja auch noch Meinung haben. Ja, langweilig, wenn nicht. Ja, gut, er hat halt eine Ausstiegsklausel gehabt. Da hätte Leverkusen halt keine Wahl gehabt, ne? Ansonsten von Leverkusen Seite aus sagt Leverkusen natürlich nein. Natürlich sagen die nein. Es sei denn, du kriegst so viel Geld in den Rachen geworfen, dass es weh tut. Dann sagen sie vielleicht ja, aber ansonsten sagen die natürlich nein. Ist doch wohl klar, oder? Michel, servus. Was geht ab? Badest auf deine Mutter, wa? Aber wir machen jetzt auch Feierabend. Ist ja wieder eine Punktlandung heute hier. So, haut mal eure Tipps raus gegen Leverkusen. Wie gesagt, mein Tipp 3-3. Aber auch nur, weil ich geträumt habe. Eigentlich tippe ich keine Unentschieden, sonst tippe ich immer nur Siege für uns, aber ich tippe mal das Unentschieden. Ich bin so dreist. 3-1 zu 99%. Ja, hoffentlich, Alter. Hoffentlich. 4-1. 1-1. Er muss ja nicht tippen. 2-0. Ja, sieht gut aus. Ihr seid auf jeden Fall euphorischer wie ich. Ist gut. 3-2. Ja, ein Sieg wäre schon wichtig, ne? Egal wie, ein Sieg wäre schon wichtig für uns. Und wichtig wäre dann, dass wir im Rückspiel wenigstens Konter setzen. Ne? Naja. Es wird auf jeden Fall oder hoffentlich ein fetter Abend. Ja? Gerne können wir ein Statement setzen, können Leverkusen wegen mir 5-1 aus dem Stadion schießen, Alter. Ich will es fühlen. Ansonsten hoffe ich einfach dass wir irgendwie das Spiel gewinnen. So ist es halt. Ja, wir reden ja auch nicht von Außenseiter. Also wir reden über Champions League, K.O.-Runde, da kann immer alles passieren. Da gibt es keine Außenseiter. Das ist einfach nur der Form geschuldet, die ich bei uns gesehen habe. So. Und dieser spielerischen Mittel, die nicht da sind, wenn gewisse Spieler nicht da sind oder performen. So, das ist, was mir ein bisschen Sorge macht. Aber, wie gesagt, vielleicht sind alle gegen Leverkusen Hightech motiviert, was sie sein sollten nach dem letzten Spiel. Ich denke, die Mannschaft hat einiges wieder gut zu machen, um klar zu rücken. Ja, weil man wird natürlich europäisch wahrgenommen haben. Was? FC Bayern hat sich an die Wand spielen lassen von Leverkusen. Also ich denke schon, die Mannschaft wird heiß sein, auch wenn die Form nicht da ist. Also, ja. Ich bin gespannt. Ja, 50-50 ist ein gutes Ergebnis. Müssen wir Fouls, Ecken, Freistöße und Spielminuten zusammenzählen, dann kommen wir da drauf. Ah, das ist auch ein wilder Take. Ist schwer. Guck dir an, was dann noch kommen kann, ne? Ja, 0-0 gehe ich auch nicht von aus. Nee.
Da gehe ich auch nicht von aus. Was mache ich heute noch so? Ich werde entweder gleich noch was daddeln oder ich werde Lost gucken. Ich habe gestern mit Lost angefangen. Die ersten 2 Folgen. Erstmal werde ich was snacken und dann werde ich mich entscheiden. So ein Ding. Gut, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche und hoffentlich knallt's Mittwoch richtig. Morgen gibt es ja PK, hoffe ich. Weiß gar nicht, ob morgens oder abends wahrscheinlich ist Champions League, ne? Ja, von meinem Kanal also erst später. Bin erst im Raid. Mit also wieder eine Nachtschicht morgen. Eieiei. Nee, zu dem BVB-Tag sage ich jetzt nichts mehr. Leute. Haut rein. Schönen Abend noch. Ciao. Schönen Abend, ciao.